Dies ist eine Übersetzung von der Alamo Story und Butley Grundtour von Computer Software produziert. Dieses Buch kann bei der Alamo gekauft oder bestellt werden online auf www.alamostorytour.com. Musik hören und lesen, bevor Überqueren von Straßen, so können Sie sicher zu überqueren. Die Alamo-Geschichte und Schlachtfeld bereisen, vordere Decke, die Schlacht von allgemeinem Santa Anna-Karte, 1836. Ich war 5 Jahre alt, als meine Eltern mit mir zum Alamo. Ich sah es zum ersten Mal, nach Einbruch der Dunkelheit, mit nicht einer lebenden Seele herum und kaum genug Licht, um die Zahlen auf dem Denkmal zu sehen. Ich erinnere mich, dass der Himmel tiefblau war, und die reinen weißen Flutlicht bis in die Kapelle malte die gelben Steinmauern mit einer himmlischen Glanz. Ich erinnere mich nicht, was meine Eltern über die Alamo in der Nacht, aber der schimmernde Vision sagte, und das Gefühl, dass ich an einem heiligen Ort suchen, blieb bei mir. Im Laufe der Jahre habe ich nie in Frage gestellt, die Lehren, die die meisten von uns in der Schule über Crockett, Bowie, Travis und die anderen, die dort starben, wurden gelehrt. Aber wenn ich nach San Antonio zog und begann, die Alamo oft passieren, Fortsetzung auf der hinteren Klappe, bedecken Sie zurück, der Alamo, 1836. Ich fühlte mich gezogen, um mehr zu erfahren. Ich wollte wissen, warum diese Männer gingen zum Alamo, dann starben bei dem Versuch, es zu halten. Haben sie wissentlich ihr Leben zu opfern im Namen der Texas-Freiheit, oder waren sie Opfer der Umstände? Wann und wie wurden sie getötet, und warum ihre Kollegen Texans nicht zu ihrer Rettung kommen? Ich suchte nach Antworten in Bücher, historische Zeitschriften, Archive, Karten und Interviews mit Historikern in San Antonio. Die Antworten, die ich finden, sind Teil einer Geschichte, die am besten auf den Straßen von San Antonio erzählt wird, weil die Orte, wo es passiert ist, sind alle noch da. Wenn Sie möchten, um herauszufinden, was passiert ist und warum, und sehen, wo es passiert ist, jetzt mit mir kommen. Seite I, die Alamo-Geschichte und Schlachtfeld bereisen, wahre Geschichte von dem Alamo-Belagerung und kämpft einschließlich einer selbstgeführten Reise der Orte lernen Sie, was und geschehen ist, warum siehe, wo es geschehen ist. Gideon Kirkpatrick, Seite I, Copyright 1994, 2011, 2012. 2013 Norval Dean Kirkpatrick. Alle Rechte nach internationalen und Pan-American Copyright-Vereinbarungen, in den Vereinigten Staaten von NDK Publications, 15730 Sternboard Lane, Houston, Texas 77079 2575 veröffentlicht vorbehalten, ISBN 978 0578 093987. Library of Congress Control Number 2.011.930.979. 3. Edition. Photoeby. Andere Scott Kirkpatrick, MD. Vorne Buchumschlag. Butley-Karte für General Santa Anna erstellt Dolph Brescher Center for American History, die University of Texas at Austin. Identifier, der _04550 Titel. Labastida Plan Alamo Datum, 1836-03 Quelle. Map Collection Creator, Ignacio Labastida, gedruckt in den USA, Seite I, Foto. Die San Antonio River Walk in der Nähe des Old Milford, Seite F, Table of Contents Einleitung V. Travis verkalkuliert, Belagerung Tag 1, Mein Plaza 12 Santa Anna Eingabe Bexa, Belagerung Tag 1, Military Plaza 20 in Bowie und Missoula, Belagerung Tag 2, San Fernando Kathedrale 28 Greifen Sie zuerst an, Belagerung Tag 3, Old Milford 34 Verluste, Belagerung Tag 4, Kurshaus 44 kein Viertel, Belagerung Tag 5, Fort Briedge 50 gefährliche Wände, Belagerung Tag 6, Südwestcorner 56 Bitten um Hilfe, Belagerung Tag 7, Mein Garte 64 Hilfe eintrifft, Belagerung Tag 8, Bowies Zimmer 70 Republik of Texas erklärt, Belagerung Tag 9, Alamo Gardens 86 Kleine Hoffnung bleibt, Belagerung Tag 10, Cutler Pen 92 Der letzte Brief von Travis, Belagerung Tag 11, Nordwall 98 Eine Linie im Schmutz, Belagerung Tag 12, Zenotaph 104 Der letzte Tag, Gazebo 112 Epilog 116, Seite V, Einleitung. Frühe Texas war eine spanische Grenze, wo einige zivilisierten Männer wollten wohnen. Ein riesiges Gebiet, das Teile von 4 anderen modernen Staaten eingeschlossen, war Texas voller wilder Longhorn und wilden Indianern. Der Schwerpunkt des Alamo-Geschichte ist, wie diese wilden spanischen Grenze eine amerikanisierte Kernland, das eine große Zahl von Menschen würden einander töten zu besitzen wurde. Obwohl der Alamo-Geschichte schildert ein Thema des Opfers, ist es eine Geschichte nicht nur über das Sterben. Vielmehr ist es eine Geschichte,
die den heroischen Natur der Menschen und die menschliche Seite der heroischen Ereignisse feiert. Ich denke, die Alamo-Geschichte am besten auf den Straßen von San Antonio erzählt, weil der Boden, wo alles passiert, der Fluss und die Mission Kapelle noch da sind. So sind die Geister der Männer, die Alamo-Abenteuer gelebt. Wenn Sie möchten, um die Geschichte zu hören, jetzt mit mir kommen. Ich werde Ihnen die Geschichte erzählen und zeigen Ihnen die Orte, wo das alles passiert ist. Ob Sie besuchen San Antonio und gehen auf den Boden, oder erleben Sie die Tour in Ihrem Geist, durch diese Worte und Bilder, die Sie auf Websites in der Innenstadt von San Antonio und der ganzen Alamo geführt werden. Sie werden feststellen, Karten und Fotos, damit Sie folgen meine Richtungen, sowie Zeichnungen, wie die Seiten müssen zum Zeitpunkt der Belagerung im Jahre 1836 gewesen sein. Wenn Sie zu Fuß wählen, wird die Tour etwa 2 Meilen ganz decken. Wenn Sie an jedem Ort ankommen, können Sie über die Menschen und Ereignisse, die dort konvergente lesen. Dann werde ich Sie zum nächsten Ort und so weiter führen, bis die Geschichte endet. An jedem Standort werden Sie gebeten, sich vorzustellen, dass Sie und sich es an einem Tag während der Belagerung von Alamo werden. Imagining kann Ihnen helfen, das Gefühl, dass Sie Teil des Geschehens sind. Aber nicht auf die Idee kommen, dass das, was ich Ihnen sagen, wird vorgestellt. Ich habe darauf geachtet, die Fakten zu erfahren. Allerdings ist dies nicht eine Geschichtsstunde. So genießen Sie die Geschichte und wenn Sie müde sind, zu Fuß zu bekommen, machen Sie eine Pause. Seite W, Karte, Texas, Tejas, Februar 1836. Rote Sterne markieren signifikante Texican-Festungen. Seite für Foto, die kleine Kirche in La Velita. Seite für Karte, wenn Sie zu Fuß wählen, die Tour wird etwa 2 Meilen ganz abzudecken, beginnend an der Main Plaza San Antonio. Main Plaza befindet sich 2 Blocks südlich und 4 Blocks westlich des Alamo. Seite X, Foto, oben links. Wenn Sie auf Main Plaza fahren möchten, können Sie die Via-Straßenbahn vom Alamo Plaza vor dem Alamo nehmen. Foto, oben rechts, oder vom Terminal in der Nähe Commerce Street über dem Riverwalk. Foto, unten links, vor Internat. Bitten Sie den Fahrer, wenn die Straßenbahn können Sie Main Plaza statt. Wenn die Antwort Nein ist, für die nächste Straßenbahn warten. Foto, unten rechts, wie Sie mit der Straßenbahn zu verlassen. Bitten Sie den Fahrer, Sie zum Main Plaza lenken. Seite X, Foto, oben links, Groß Alamo Plaza und dann links abbiegen. Foto, oben rechts, gehen Sie 2 Blocks Commerce Street und biegen Sie rechts. Foto, Mitte links, dann gehen 4 Blöcke Commerce Street. Foto, Mitte rechts, Silosoya Straße überqueren. Foto, links unten, Cipressa Straße überqueren. Foto, rechts unten, Sie werden Navarro Straße überqueren. Seite X, Foto, oben links, Devers St. Maries Street überqueren. Foto, oben rechts, bei Soledad Straße auf der linken Seite suchen Sie nach einem offenen Bereich mit Tischen und Bäumen. Foto, unten, Groß Commerce Street, und Sie werden in Main Plaza sein. Seite 12, Travis verkalkuliert, Belagerung Tag 1, Main Plaza. Seite 13, stellen Sie sich vor, dass die Zeit 2:30 Uhr ist am Nachmittag des Dienstag, 23. Februar 1836. Heute ist ein ungewöhnlich warmer Wintertag, und wir sind in einem offenen Bereich, ohne Gras oder Bäume, genannt Main Plaza. Laut der mexikanischen Armeekarte ist Main Plaza der geografische Mittelpunkt einer Stadt namens San Antonio de Bexar. Für die Amerikaner und Mexikaner, die hier leben, in dem mexikanischen Bundesstaat Coahuila, Texas, die sich Texicans und Tejanos aufrufen, wird diese Stadt einfach als Bexar bekannt. Heute in Main Plaza sind Texican-Soldaten laufen und schreien, als sie zusammen schnell ihre Sachen und Rückzug. Sie werden in die relative Sicherheit der ehemaligen Mission Devao, die alle als Alamo bekannt ist, Rückzug. Die Texicans und Tejanos sich zurückziehen, weil nur 30 Minuten, mexikanische Armeekavallerie wurden Alatzan-Krieg nur 1,5 Meile südlich von wo wir sind zu sehen. Jetzt, da sie aus einer Fandango letzten Nacht auf Soledad Straße erholt, werden die erstaunten Texican-Soldaten buchstäblich um ihr Leben rennen aus der Armee von Mexiko. Bereits im Alamo, William Barrett Travis, der 26-jährige Garnisonskommandanten für die vorläufige Armee von Texas Stammgäste hier, hat das Gerücht gehört, dass der Präsident von Mexiko Antonio López de Santa Anna Norden kommend mit einer Armee. Fast jeder an Texas hat es gehört. Aber bis jetzt war Travis zuversichtlich, dass Santa Anna würde für den Frühling Gras warten, um seine Pferde auf dem Marsch nach Norden zu ernähren. Nach Travis den Zeitplan, war Santa Anna nicht fällige Bexar bis Mitte März, 22 Tage ab jetzt. Offensichtlich hat Travis verkalkuliert.
Weitere 22 Tage würde die provisorische Regierung von Texas Zeit gegeben haben, zu sammeln und Sendemänner, Waffen und Versorgung der Alamo. Es wird gesagt, dass überall in den Vereinigten Staaten sind die Menschen auf die Rettung von ihren amerikanischen Brüdern in Texas marschieren und bringen große Mengen von Waren und Waffen, die Menschen überall beigetragen haben. Aber heute gibt es nur 156 Kämpfer im Alamo, mit wenigen Vorräte, warten auf das Gesicht. Seite 14, Berufssoldaten der Armee der Republik von Mexiko. Aber warum Santa Anna und seine Bataillone kommen hier überhaupt? Warum haben sie marschierten so weit? Nun, die Antwort ist, um es einfach auszudrücken, für 136 Jahre, weder Spanien noch Mexiko konnte genug Staatsangehörigen in Texas leben und sichern sie zu locken. Jetzt Texas ist voller freiheitsliebenden Amerikaner und Santa Anna hat eine Rebellion auf seine Hände. Es begann im Jahre 1685, als Spanien war besorgt, dass Frankreich versuchte, Texas zu stehlen, so Spanien unternahm eine Reihe von Strategien, Texas mit den Bürgern loyal zu König Philipp V. bevölkern. Die erste Strategie, beginnend um 1693, war ein Versuch, von der spanischen Franziskaner zu zivilisieren und zu christianisieren die indianische Bevölkerung, die bereits in Texas gelebt. Das Aufwand hergestellt, was manche die Mission-System, die im Jahre 1718 errichtete die Mission, die kommen, genannt Alamo würden. Nach 38 Jahre, abgeschlossen Spanien, das die Apache, Comanche und andere Indianerstämme in Texas, im Gegensatz zu den Azteken und Inkas in Mexiko, konnte nicht erobert werden, oder auch wenn sie besiegt wurden, sie würden nie produktiver spanischen Bürger. Deshalb, im Jahre 1731, stellen Spanien in Motion eine andere Lösung die Brüder vorgeschlagen. Dies wurde Spaniens zweite Strategie, daran beteiligt versuchen, Texas mit spanischen Bürgern bevölkern. Auf Wunsch der Brüder, zog die spanische Regierung 25 Familien San Antonio de Bexar. 10 der Familien kamen aus dem nördlichen Mexiko und 15 Familien wurden aus Spanien gehörenden Kanarischen Inseln gebracht, befindet sich vor der Nordwestküste Afrikas. Die Kanarischen Inselbewohner wurden die spanischen Adeltitel Hidalgo gegeben und als sie ankamen, sie verhielten sich, als ob sie Aristokraten waren. Wie viele der indischen Bekehrten der Mission-Systems, weigerten sich viele der Kanarischen Inselbewohner zu arbeiten. Vielmehr wählten sie Fischen, Jagen und nutzten die Mission für ihren Lebensunterhalt. Diese zweite Strategie Texas bevölkern produziert wenig mehr als den Bau einer neuen Kirche in Bexar. Das neue Kirche war das alte San Fernando Kathedrale, die im Jahre 1731 begonnen wurde, und endete im Jahr 1750. Es ist die, Seite 15, Foto, die San Antonio River Walk in der Nähe Houston Street, Farmen die Palace Lokation, Seite 16, Illustration, oben links, die Karte zeigt die Kanarischen Inseln, Angebotsanfrage, oben rechts, die Stadt hat die 2 Plätze in und um die Kirche in der Mitte, einer militärischen und der andere eine Regierungsquarte Alamo oder die Festung, wie wir es nennen, ist ein sehr altes Gebäude, gebaut für der Zweck der Schutz der Bürger vor feindlichen Indianern. Brief an seinen Bruder und Schwester, William McCarry, Kapitän, Alamo-Verteidiger, 7. Februar 1836, dritten Blick auf unsere Tour und folgt unserem Besuch in Military Plaza. Der letzte Versuch, Texas bevölkern wurde von Mexiko nach der Erlangung der Unabhängigkeit von Spanien im Jahre 1821 gemacht. Mexiko-Ansatz eröffnet Texas Einwanderung aus den Vereinigten Staaten. Diese Strategie eine Revolution. Wie diese Revolution angefangen hat, ist das Thema des nächsten Teil unserer Geschichte und unsere Geschichte wird aus der Military Plaza Bexar fortsetzen. Seite 17, Foto, oben links. Vor dem Verlassen mein Plaza lasst uns Schritt innerhalb der neuen San Fernando Kathedrale, auf der westlichen Seite. Foto, oben rechts, Eingabe der vorderen Türen auf der linken Seite einen grauen Marmorsarg, sagte Asche der Alamo-Verteidiger enthalten ist finden. Foto, unten, es wird gesagt, die Asche in der Nähe des Altar der alten Kathedrale von Captain wurden am 25. Februar 1837 begraben, und im Jahre 1936 wurden sie entdeckt und in diesem Sarg. Seite 18, Karte, Military Plaza vom Main Plaza Spaziergang westlich erreichen auf Commerce Street. Seite 19, Foto, oben links, von der Kathedrale zu Fuß Commerce Street, biegen Sie links ab und gehen bis Flores Street. Foto, oben rechts. Wie Sie Flores Street überqueren Sie die San Antonio City Hall auf der linken Seite. Foto, Mitte links, nach Überquerung Flores Street nehmen den Bürgersteig zwischen dem Parkplatz und dem Rathaus. Foto, Mitte rechts,
Auf der Rückseite des Rathauses kann man auf einer Bank im schattigen Bereich sitzen. Foto, unten links. Der große Bronze ist Moses Austin, Vater von Stephen F. Austin. Foto, unten rechts. Das weiße Gebäude ist der spanische Gouverneurpalast. Seite 20, Santa Ana Angabe Bexar, Belagerung Tag 1, Military Plaza. Seite 21, die spanische Gouverneurspalast markiert den nordöstlichen Ecke des Military Plaza. Obwohl nicht Teil unserer Tour, ist es eine ausgezeichnete Darstellung der spanischen Kolonialarchitektur, sie in der Torrehouse und Firmen Palace gesehen hätte, wenn sie noch existierte. Sie können nicht sehen, diese Gebäude, aber Sie werden sehen, wo sie sich befanden. Stellen Sie sich vor, dass das Datum noch ist Dienstag, der 23. Februar 1836, hier in Military Plaza. Wie mein Plaza ist Military Plaza ein offener Bereich ohne Gras oder Bäume, die von Adobe-Kasernen umgeben ist. Die Kaserne wurde im 18. Jahrhundert zur Haussoldaten Spaniens Gesetze gegen Einwanderung und den Handel zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten durchgesetzt gebaut. In jenen Tagen, trotz Spaniens Bemühungen, blieb amerikanische Abenteurer auf der texanischen Grenze bereit, wie Katzen gerade ein Goldfischglas. Die Abenteurer waren immer bereit, in die Schüssel zu erreichen, wenn der Master den Rücken gedreht wurde, und es gab viele spannende Episoden. Eine solche Folge beteiligten eine Anstrengung in 1819 von Yameslong nach Texas von Mexiko trennen und geben sie es in die Vereinigten Staaten. Seine Handlung war nicht erfolgreich, weil es in Spanien von dem berühmten Piraten Jean Lafitte enthüllt. Eine ähnliche Regelung im Jahr 1826 beteiligten einen Versuch Harden Edwards zu schnitzen ein völlig neues Land aus dem östlichen Teil von Texas. Er nannte seine neue Nation der Republik Fredonia. Es dauerte 6 Wochen. Amerikanische öffentliche Meinung unterstützt diese Intrigen, für die Menschen in den Vereinigten Staaten das Gefühl, dass Texas rechtmäßig ihnen als Teil des Louisiana-Purchase von 1803 war. Dann im Jahr 1824, als Reaktion auf US-Öffentlichkeit, begann Mexiko, damit Amerikaner in Texas legal einreisen als Bürger eines gearteten Kolonie. Die Regierung in Mexiko-Stadt ausgezeichnet mit dem ersten und größten Koloniezuschuss an 27-jährige Stephen F. Austin. Austin, der die Fortsetzung der Arbeit seines Vaters war, Moses nach Texas, gesicherte Berechtigung zum 300 Familien auf dem Land, um die Stadt San Felipe, 150 Meilen östlich von Bexar zentriert niederlassen bevölkern. Diese Kolonisten nicht geben Mexiko als Amerikaner, aber sie mussten für mexikanische Staatsbürger geworden. Seite 22, Illustration, oben links, Flagge der Republik von Mexiko, von 1824 bis 1835, Angebotsanfrage, oben rechts. Jetzt ist die Mexikaner mit schamlosen Frechheit Anruf auf sie zu einem monarchischen Tyrannikal, Zentraldespotismus unterwerfen. Bei der bloßen Erwähnung von denen jede Ware härtet und gefühlt sich ein instinktives Entsetzen, gefolgt von einer festen und dauerlicht der tugendhaften Entrüstung. Brief an seinen Bruder, Daniel William Claude, Schütze, Alamo-Verteidiger, 26. Dezember 1835, und Treten der römisch-katholischen Kirche. Diese Umwandlung führte sie bestimmte amerikanische Freiheiten unter der mexikanischen Verfassung von 1824, und bald die Kolonien begannen zu wachsen und zu gedeihen. Bis 1830 die amerikanischen Einwanderer machten 75% der Bevölkerung von Texas, und die mexikanische Regierung sich Sorgen über mögliche Rebellion und Sezession. Mexiko schnell gestoppt weitere Einwanderung in Texas aus den Vereinigten Staaten. Es bewegte sich eine große Zahl von mexikanischen Armeesoldaten in Texas, und es versucht, die Leute von Texas besteuern, um diese Militärgarnisonen halten. Akts der Tyrannei waren nicht unbekannt, die Texicans und Tejanos, denn um 1830, nur 45 Jahre waren vergangen, seit die Amerikaner in den Vereinigten Staaten ähnliche Handlungen der britischen Tyrannei gekämpft hatte. Und nun die Texican-Nachkommen der Männer von Valley-Forge reagierte nach Mexiko in den Weg ihrer Großväter nach England angesprochen hatten. Sie rebellierten offen. Man könnte sagen, dass Alamo-Verteidiger William Barrett Travis die Texas-Rebellion vor sich. In 1832 Travis führen eine Gruppe von 14 Männern in Anahuac auf Galveston, die Rache an einem mexikanischen Armeesoldaten für seinen Angriff auf einen Texican nahm. Travis und die anderen wurden von der mexikanischen Armeekommandanten eingesperrt, aber sie wurden freigegeben, wenn eine andere Gruppe, Seite 23, der Texicans und Tejanos montiert eine Kanone auf einem Schooner in der Bucht und drohte, auf die mexikanische Armeegarnison feuern. Dieser Vorfall wurde von der Schlacht von Nacogdoches im selben Jahr,
als eine Gruppe von Texicans und Tejanos die mexikanische Armeegarnison geschlagen und schickte sie alle Heimat Mexiko. Die nächsten 2 Jahre, 1833 und 1834, waren relativ friedlich, weil die mexikanische Regierung erleichtert ihre Militärherrschaft und Besteuerung. Aber im Jahr 1835 nahm Santa Anna Macht. Früh an 1835 Santa Anna setzte die mexikanische Verfassung von 1824. Dann schickte er seinen Bruder-in-law, General Martin Perfecto Decos, mit 1400 Männer und Aufträge an, die Alamo besetzten und wieder die Kontrolle über Texas. Vicos marschierten in Bixar, wurde ein Detachement von 100 Reitern unter Kapitän Francisco Castaneda aus dem Alamo der Stadt Gonzales geschickt, um eine 6-Pfünder-Kanone, die verlassen worden war, dort zu helfen. Die Bürger wehren sich gegen Comanche Indians erholen. Weigerte die Kanone, Castaneda, legten die Männer von Gonzales ein Banner auf, dass es für die Armee von Mexiko kommen sie es nehmen, sagte. Dann schickten sie einen Aufruf um Hilfe für ihre Mitmenschen Texicans und Tejanos. Wie die Minute Männer Lexington im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, 168 Texicans und Tejanos bei Gonzales versammelt, und am 2. Oktober 1835 feuerten sie den ersten Schuss der Texas-Unabhängigkeitskrieg. Eine mexikanische Armeesoldat wurde getötet, und der Rest zog sich in Eile. Kein Texican wurde getötet oder verwundet. Dann, nach fast 5 Jahren der Unterdrückung, war die Texicans und Tejanos endgültig genug, Ereignisse begannen schnell geschehen. Ein wenig mehr als 4 Monate vor dem heutigen Tag, verließ 23. Februar 1836, 500 Texican-Freiwilligen, von Oberst Stephen F. Austin geführt, Gonzales und überquerte die Guadalupe River Generalkurs in Bixar anzugreifen. Austin hatte gerade nach Texas aus Mexico City Gefängnis zurückgekehrt, wo er 2 Jahre lang im Auftrag von Santa Anna selbst beschränkt worden. Seite 24, Illustration, oben links, Gonzales Flagge, Oktober 1835, Angebotsanfrage, oben rechts. Der Feind eröffnete eine wütende Kanonade von allen ihren Batterien, durch die unaufhörliche Salven von Kleinwaffen begleitet, gegen jedes Haus in unserem Besitz, und jeder Teil unserer Linien, die ohne Unterlass bis halb 06 Uhr fortgesetzt. Der 9., wenn sie eine Fahne der Waffenruhe geschickt, mit der Aufforderung, dass sie zur Kapitulation gewünscht. Brief an General Edward Burleson, Frank W. Johnson, Kommandant, Texas Freiwilligen in San Antonio de Bixar, Mittwoch, 9. Dezember 1835. Auf ihrem Weg nach Bixar gewann die Texicans und Tejanos noch einen weiteren Sieg in einem Gefecht von Jimbo wie at Mission Concepción geführt. Die Texicans und Tejanos endlich in Bixar am 27. Oktober und belagerten die mexikanische Armeegarnison. Nach einer 39-Tage-Pattsituation, am 5. Dezember 1835, die Texicans und Tejanos von Ben Milam führen, begannen Haus-zu-Haus-Kämpfen. Innerhalb von 3 Tagen die mexikanische Armeekraft verteidigen Main Plaza und Military Plaza, zog sich Commerce Street, über die Fußgängerbrücke und in den Alamo. Dann 2 Tage Bombardierung durch Texican-Kanonen überzeugt General Kos zu geben das Alamo, und am 9. Dezember 1835 unterzeichnete er eine Kapitulation im Kurshaus in La Villita. Siegetag 6. der Tour wird auch ein Besuch des Kurshause. Diese erste Schlacht von Alamo endete vergleichende Glückseligkeit. Die Texicans und Tejanos dürfen die verbleibenden 1100 mexikanische Armeetruppen ihre Waffen zur Verteidigung zu halten gegen Indianer und nach Mexiko zurückzukehren. Die Texicans und Tejanos sogar kümmerte sich um die verwundeten Soldaten der mexikanischen Armee, die zurückgelassen wurden. Im Gegenzug schwor General Kos, dass er und seine Männer würden nicht wieder kämpfen in Texas. Aber heute, hier in Military Plaza, ist die Armee von Mexiko überall um uns herum und wir hören sie vor der Drohenden sprechen. Seite 25, Rückkehr von General Kos und seine Truppen. Wir können sehen, Military Plaza Befüllung mit montierten Ulanen, in blauen Uniformen mit roten getrimmt gekleidet und Fußsoldaten, ganz in weiß gekleidet, außer für ihre großen, schwarzen Chaco-Hüte mit rotem Zopf. Jetzt können wir hören, wie die mexikanische Armeesoldaten jubeln, als wir die glorreiche Ankunft der Präsidente Santa Anna, der auf einem weißen Pferd mit Silber geschmückt montiert ist, zeuge. Er liegt in der Nähe vorbei, als er zu seinem Hauptquartier reitet in der Torrey House an der nordöstlichen Ecke des Main Plaza. Da wir nicht wissen, was Santa Anna Pläne sind, werden wir Military Plaza jetzt verlassen. Lassen Sie uns zu Fuß auf den ursprünglichen San Fernando Kathedrale und weiterhin unsere Geschichte. Wir haben bereits die neue Kathedrale von Main Plaza gesehen. Dieses Mal werden wir sehen, die alte Kathedrale,
die von den Kanarischen Islanders und an dem die neue Kathedrale wurde angebracht gebaut wurde. Seite 26, Karte. So erreichen Sie die alte San Fernando-Kathedrale zu Fuß zurück nach Osten auf dem Bürgersteig, sie neben Rathaus genutzt. Seite 27, Foto. Oben links, folgen Sie den Bürgersteig zurück zu Flores Street und biegen rechts ab. Foto. Oben rechts, nehmen Sie den Bürgersteig neben Flores Straße in der Mitte des Blocks vor der City Hall, Foto. Unten, und dann über Flores Straße schauen. Seite 28, Totschlag, Belagerung Tag einer, San Fernando Kathedrale. Seite 29, bedenken Sie, dass es immer noch ist Dienstag, der 23. Februar 1836, dem ersten Tag der Belagerung. Der hintere Teil des San Fernando Kathedrale, die wir sehen in Flores Straße, erscheint viel, wie es, wenn es gebaut wurde, außer dann einen Glockenturm musste tat. An diesem Tag im Jahre 1836, ist der Glockenturm der höchste Punkt in Bexar. Am frühen Morgen Colonel Travis, dass viele der Bürger Bexar wurden die Stadt verlassen in Eile bemerkt, so dass er verzeichnete einen Texican-Soldaten als Aussichtspunkt im Glockenturm. Betrachtet man nun den Glockenturm, sehen wir eine mexikanische Armeesoldat. Er band einen Fahnenmast zu dem Kreuz auf der Spitze. Winken von der Fahnenstange ist eine solide rote Fahne, die Farbe des Blutes. Die mexikanische Armeesoldaten sagen, dass die Fahne ein Versprechen des Todes von Santa Anna zu den Männern in der Alamo ist. Sie sagen, dass Santa Anna in San Antonio de Bexar ist nun, weil er nicht ertragen konnte, warten bis zum Frühjahr dieses Versprechen zu erfüllen. Seine Ungeduld kostet das Leben von Hunderten seiner Menschen und Tieren, die wegen der Kälte, der Regen und Schnee, und das Fehlen von Nahrung auf die Wintermarsch Norden gestorben. Jetzt hören wir den Boom der eine Kanone in der Alamo. Die mexikanische Armeeoffiziere sagen, dass diese Kanone-Entladung muss eine Antwort von den Alamo-Verteidiger erster Akt Santa Annas in Bexar sein, die Entzündung einer Flagge, die Alamo-Verteidiger werden alle sterben, sagt. Ironischerweise wird die Flagge, die den Tod verspricht, Jimbovi im Alamo oberhalb der Kirche winken, wo er die glücklichsten Tage seines Lebens begann, erst vor 5 Jahren. Es war hier, im San Fernando Kathedrale, im Jahre 1831, dass Jimbovi Maria Ursula de Fermendi, die schöne 19-jährige Tochter des Vizegouverneurs des mexikanischen Bundesstaat Coahuila, Texas, geheiratet. Die Fermendi-Familie hatte einen Palast auf dem Fluss hier in Bexar, nur einen kurzen Spaziergang vom Mount Plaza, wo wir waren früher. Wir werden auf der Website des Fermendi-Palas nächsten gehen, dort werden wir über Colonel Jimbovi zu sprechen. Seite 30, Karte. Der Standort des Fermendi-Palas befindet sich auf der River Valk, knapp unterhalb Houston Street. Seite 31, Foto. Oben links, überqueren Sie wieder über Flores Street am Trevino-Zebrastreifen. Foto. Oben rechts, auf Trevino Street, zu Fuß zurück in Richtung Main Plaza. Foto. Mitte links, wie Sie gehen, sehen und auf der rechten Seite zu sehen, wo die neue Kathedrale an der Vorderseite der alten Kathedrale verbunden ist. Foto. Mitte rechts, wenn Sie Main Plaza erreichen, biegen Sie links ab, und wenn Sie Commerce Street erreichen, biegen Sie rechts ab. Foto. Unten links, das Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite markiert den Ort der Santa Anna Zentrale an der Torre Jose. Foto. Unten rechts, zu Fuß nach Osten hinunter Commerce Street, ein Block Soledad Street. Seite 32, Foto. Oben links, Cross Soledad Street und dann links abbiegen und Kreuz Commerce Street. Foto. Oben rechts, jetzt bis zum Ende des Blocks auf Soledad gehen und biegen Sie rechts auf Houston Street. Foto. Unten, auf Soledad Sie auf dem Boden, wo die Texicans und Llanos ihrer endgültigen Anklage gegen Main Plaza in der ersten Schlacht von Alamo im Dezember 1835 laufen. Ihr Anführer, Colonel Ben Milam, wurde im Hof des Fermendi-Palazzi getötet. Seite 33, Foto. Oben links, Valk etwa einen halben Block östlich auf Houston Street. Foto. Oben rechts, kurz vor einem gelben Monolithen malte die Mission San Juan, sehen Sie eine Treppe auf der rechten Seite markiert River Valk. Foto. Unten, gehen Sie die Treppe hinunter und dann zu Fuß entlang der River Valk zu den beiden konkreten Bänken, die von 3 riesigen Zypressen befinden. Seite 34, Jimbovi und Ursula, Belagerung Tag 2, Fermendi-Palace. Seite 35, das Wetter heute, Mittwoch, 24. Februar 1836, ist noch wärmer als gestern. Die Fermendi-Palace ist hier an diesem friedlichen Ort mit Blick auf den Fluss. Der Palast besteht aus Lehmziegeln, wie der spanischen Gouverneurspalast, und es ist L-förmig mit einem großen Innenhof, der zum Fluss geöffnet. Fermendi-Palace verfügt über 2 riesige, geschnitzten Holzhaustüren, die Soledad-Straße zu öffnen.
Beim Öffnen werden die Türen groß genug für einen Fahrfußresten passieren. Sie sind Einschub mit 2 kleineren Fußgängerzone-Türen. Jimbovi rief Ursula Farmendi in ihrem Haus viele Male hier während ihrer formalen Spanisch-Balls, und es ist wahrscheinlich, dass sie zusammensaßen an dieser Stelle durch den Fluss viele Male. Bowie kam zu Texas von Louisiana. Es verdiente er einen nationalen Ruf als Grenzer, die gut mit einer Waffe namens Bowie-Messer war. Er ist mit der Gestaltung der berühmte Messer gut geschrieben, obwohl sagen die meisten Menschen es ihm von seinem Bruder Rezin gegeben. Eine erfolgreiche Sklavenhändler, Zuckeranbauer und Landspekulant, verdient Bowie hohe gesellschaftliche Stellung in den USA und Mexiko. Bowie war 6 Fuß 1 Zoll groß. Er wog 180 Pfund und hatte rote Haare. Bowie war 35 Jahre alt, als er Ursula verheiratet. Die Frauen sagen, dass unter seiner harten Schale er ein sanfter, liebevoller Ehemann und Vater war. Ursula, sagen sie, war eine warme und liebende Ehefrau und Mutter. Sie hat immer geschlossen ihren Briefen an Jim sagte, erhaltende das Herz deiner Frau. Aber weniger als 3 Jahre nach ihrer Hochzeit, verloren Jim Bowie seine gesamte Texas-Familie, wenn Ursula, ihren kleinen Sohn und Tochter und Ursulas Eltern, alle starben an Cholera. Nun, da diese tragischen Todesfälle scheint Bowie nur leben, um die Texas-Revolution dienen und trotzen Santa Anna. Hier können wir sehen, dass Santa Anna ist die Beantwortung Jim Bowie Missachtung durchdrehen Ursula Haus der Familie in der mexikanischen Armee 1. Artilleriestellung der Belagerung. Seite 36, Illustration, oben links, Jim Bowie, Angebotsanfrage, oben rechts, Colonel Nile und ich haben zum feierlichen Auflösung gekommen, dass wir lieber in diesen Gräben sterben als aufgeben diesen Beitrag den Feind. Brief an Gouverneur Henry Smith, James Bowie, Oberst, Alamo-Verteidiger Februar 7, 1836. Um den richtigen, mexikanische Armeeartillerie bereiten sich auf die beiden, 9-Pfünder, Smoothbore-Kanonen, dass sie hier montiert in der Nacht zu schießen. Die Soldaten sagen, sie müssten diese leichte 9-Pfünder verwenden, da Santa Anna schweren Belagerungsartillerie noch auf dem Camino de la Pita irgendwo zwischen Bexar und dem Rio Bravo River. Die schwereren, 12-Pfünder Belagerungskanonen wiegen über 1 Tonne und eine Hälfte, es würde Tage dauern, für die Ochsen um Bexar ziehen. Inzwischen in einem Abstand über 500 Meter, haben diese leichte 9-Pfünder Geschütze wenig Schaden an den dicken Alamo-Wänden. Diese Soldaten nutzen ihre Kanonen wie Mörtel auf einem hohen Bogen über die Alamo-Wände mit der Hoffnung, dass jemand wird unter der Kanonenkugel zu stehen, wenn der Preis fällt. Ihre Chancen tatsächlich auf jemanden in der Alamo sind schlank, weil die Texicans und Tejanos nah an den Wänden zu bleiben, und sie haben volle 2,5 Sekunde, um in Deckung zu gehen, nachdem sie eine Kanone Boom hören. Wir hören die mexikanische Armeekanoniere hier sagen, sie sind eigentlich nur ungern überhaupt zu schießen, aus Angst, dass die Texicans und Tejanos ihre Kanonen zurück. Die Texican-Kanoniere haben 3 12-Pfündern und ein 18-Pfünder, das General Kurs im Alamo aufgeben musste. Diese schwereren Waffen könnten sehr wirksam gegen die kleine Fläche um uns hier. Die 18-Pfünder kann leicht ein 5,1 Zoll Durchmesser, 18 Pfund Kanonenkugel auf einem flachen, Seite 37, Foto, symbolische Linie in den Schmutz in der Nähe des Alamo-Kapelleneingang, Seite 38 arg zu diesem Ort. Beim Aufprall auf eine harte Oberfläche, konnte die Kugel in Hunderte von Stücken des Fliegens aus Gusseisen, die tödlich gewickelt könnte jemand in Reichweite zu brechen. Noch die mexikanische Armeesoldaten haben den Befehl zu schießen, und sie werden sagen, dass wir, bevor sie beginnen zu lassen. Lassen Sie uns zu Fuß auf den Old Mill Ford, die eine von nur 2 Orte, an denen mexikanische Armeesoldaten den Fluss überqueren kann. Foto, unten, das Amphitheater im Alamo Gardens, Seite 39, Karte. Um die Old Mill Ford aus dem Farmendi Palace erreichen weiter südlich entlang der Riverwalk über einen halben Block. Seite 40, Foto, oben links, nehmen Sie die geschwungene Treppe hinauf, um Commerce Street. Foto, oben rechts, wenn Sie Straße erreichen, biegen Sie links ab, überqueren den Fluss und dann rechts abbiegen und Groß Commerce. Foto, unten, nach der Überquerung Commerce Sie den Gehweg geradeaus nehmen und zu Fuß entlang, über dem Fluss. Der Kanal des Flusses jetzt auf der rechten Seite nicht im Jahre 1836 existieren. Es wurde von der US Army Corps of Engineers 90 Jahre später, nach einer schweren Flut betroffenen Innenstadt von San Antonio aufgenommen. Seite 41, Foto, oben links, auf dieser Gehweg vergangenen Market Street fortsetzen, Foto, oben rechts, und vorbei Dolorosa Street. Achten Sie auf diesen Straßennamen auf der Spanne von jeder Brücke. Foto, unten,
über einen Block hinter Dolorosa Straße. Der Gehweg wird den Fluss am Zusammenfluss von den neuen und alten Flussbetten kreuzen. Sie werden vor der Überquerung des Flusses links abbiegen. Seite 42, Foto, oben links. Das wird Sie zu einer Treppe wieder hinunter zum Flussebene und zurück zu einem Teil des Flusses. Gibt es in 1836 Tat. Foto, oben rechts. Sie liegen östlich Fuß jetzt. Gehen Sie weiter östlich nach St. Maries Strait Navarro Strait. Foto, unten, Walk und der Navarro Strait, und nach ein paar Schritten sehen Sie eine große Zypresse wachsen in der Mitte einer kleinen Insel im Fluss. Seite 43, Foto. Nehmen Sie Platz auf einem der Felsenbänken neben dem Baum, und wir werden an diesem Ort und der alten Mühle fortsprechen. Seite 44, greifen Sie zuerst an, Belagerung Tag 3, Old Mill Fort, Seite 45, nahe diesem Ort am 13. Juni 1691, wurde die San Antonio River seinen Namen gegeben. Der Fluss wurde von Pater Damian Massanet, die mit dem ersten spanischen Gouverneur des spanischen Texas, Domingo Terán de los Ríos Reisen benannt wurde. Vater Massanet nannte diese ruhigen Gewässern für St. Anthony de Padua, weil Massanet-Expedition erreicht den Fluss auf dieses heiligen Tage. Zu diesen Reisende, Wasserleben war, und fand es Sprudeln Wimmeln von einem unterirdischen See, rein und klar und kühl, muss wie ein Wunder der Padre schien. Vielleicht war es ein Wunder, dass Vater Massanet fand, das Wasser sprang her gerade in diesem Ort und dass bald eine koloniale Hauptstadt wurde am Ufer des ruhigen Flusses, dass die Gewässer nachhaltig gebaut. Vielleicht war es kein Zufall, dass eine Mission hier gebaut wurde, auch, und dass diese Mission stark abweichenden Barriere, die fortschreitende Tod verlangsamte, bis die flüchtenden Menschen von Texas Stärke, Ton und Kampf gewinnen konnte wurde. Vielleicht Vater Massanet unwissentlich diesen Ort als Geburtsort der Republik Texas eingeweiht. Leider, da wir hier am Donnerstag, 25. Februar 1836 sind, müssen wir Betroffenen mehr mit dem Tod als mit der Geburt. Santa Anna hat nun 4 Batterien der Kanonen auf der Bexar-Seite des Flusses montiert, und er ist die Aufrechterhaltung eines nahezu konstanten Bombardierung des Alamo aus dem Westen, Süden und Nordosten. Gelegentlich hören wir eine Kanonenrunde aus dem Alamo in Reaktion gefeuert, aber vor allem die Texicans und Tejanos sparen ihre Kanone Pulver und Blei, um die großen, all-out-mexikanischen Armeeangriff sie wissen müssen kommen zu widersetzen. Aber die Texicans und Tejanos nicht zu sein scheinen die Erhaltung ihrer Waffe Pulver und Kugeln. Die Reichweite und die Genauigkeit ihrer langen Gewehre Santa Anna aus bringt seine kleine Kanone nahe genug an die Alamo-Wände durchdringen verhindert. Von diesen Mauern haben die Alamo-Scharfschützen, mit ihren Lancaster- und Kentucky-Gewehre, eine Tötungpalette von 200 Yards und einen Verwundungsbereich von nahezu 300 Meter nachgewiesen. Wir haben gehört, dass die mexikanische Armeesoldaten erklären ihre Verwunderung über den Bereich der Texican-Gewehre. Die Reichweite der Unreflect-India-Muster-Musketen, das die mexikanische Armeesoldaten tragen, ist kaum 70 Meter. Seite 46. Als zusätzlichen Vorteil ist die Gefahr, von einem Texican-Mineball die Fußgängerbrücke am Ende Commerce Strait unpassierbar der Armee von Mexiko im Tageslicht und fast zur Beinacht. Da nur 2 Orte, um den Fluss zu überqueren existierte vor, muss Santa Anna nun das Old Mill Fort, von einem Irdenendamm westlich von wo wir sind produziert, um Artillerie und Truppen an die Alamo-Seite des Flusses zu bewegen. Schon jetzt können wir sehen, mexikanische Armeetruppen mit der Fort den Fluss zu überqueren, und wir hören sie klagte über nasse Füße. Es scheint zu 300 von ihnen, und sie sagen, dass sie einen 9 Pfünder Kanone, die gerade angekommen Weg zu blasen den hölzernen Haupter des Alamo verwenden. Sie sagen, sie werden die Häuser in La Villita für Decken zu nahe kommen zu verwenden. Das La Villita oder Little Town, sprechen sie von seit Jahren als der Elendsviertel von Bexar existierte. Es ist nur über den Fluss von uns und wir werden es weitergehen. Foto, unten, St. Anthony, Seite 47, Karte, La Villita ist auf der anderen Seite des Flusses. Seite 48, Foto, oben links, um La Villita erreichen zu Fuß zurück nach Navarro Strait. Foto, oben rechts, nehmen Sie die Treppe auf der rechten Seite bis auf Straßenebene. Foto, Mitte links, wenn Sie Straße zu erreichen, überqueren Sie die Brücke über den Fluss. Foto, Mitte rechts, dann weiter nach Süden auf Navarro einen Block zu Fuß Villita Strait. Foto, unten links, biegen Sie links ab, Groß Navarro Strait, zu Fuß durch die Passage mit den gemauerten Säulen, und dann zu Fuß nach Osten in La Villita. Foto, unten rechts, weiter östlich auf Villita Straße, bis Sie das Kurshaus auf der linken Seite an der Ecke Villita und König Philipp Spaziergang, wo Sie die Kurshaus sehen zu erreichen. Seite 49, Foto, Kurshaus in La Villita, Seite 50,
Verluste, Belagerung Tag 4, Kurshaus, Seite 51. Vorstellen, dass unser Besuch in La Villita am Freitag, 26. Februar 1836 ist, sehen wir, dass einige der Schmutzflohhütten hier durch die mexikanische Armee Soldaten, Frauen und Kinder, die ihre Männer folgten, Norden besetzt sind. Eine der wenigen Lehmhäuser in La Villita ist das Haus, wo wir jetzt sind. Man nennt sie die Kurshaus, weil es der Ort, wo General Kurs unterzeichneten die Armee von Mexiko Kapitulation Dokumente, die erste Schlacht von Alamo etwas mehr als 2 Monaten beendet ist. Überall um uns herum sehen wir die mexikanische Armeesoldaten, das wir über den Old Milford sah, aber 2 sind jetzt tot und 6 aus ihrer Schlacht bei dem Haupttor des Alamo gestern verwundet. Der Zweck der mexikanischen Armeeangriff gestern war, ein 9 Pfünder Kanone nahe genug Platz, um die Alamo, um die Südwand und das Haupttor zu zerstören. Seit ihrem Angriff scheiterte, müssen diese mexikanische Armeesoldaten des San Luis Bataillon ihre Kanonen in Richtung der Alamo feuern von hier in La Villita. Das bedeutet, dass Santa Anna hat noch keine Kanonen näher als 500 Meter, und die Wände des Alamo bleiben relativ sicher auf diesem, dem 4. Tag der Belagerung. In der Nacht Norder blies, und die Temperatur ist jetzt in den 30er Jahren. Die Holz- und Strohhütten von La Villita bieten wenig Schutz vor dem starken Nordwind, die Luft zu sprengen kalten weiter. Zusammen mit der Kälte trägt der Wind den Geruch von schwelbrennendem Stroh und Holz aus Hütten, die am nördlichen Rand von La Villita gebrannt wurden. Die Häuser, die verbrannt wurden, sind die gleichen Häuser, die die mexikanische Armeesoldaten für Abdeckung verwendet gestern, als sie das Haupttor angegriffen. Offensichtlich sind einige der Texicans und Tejanos Selit gegen die Häuser letzte Nacht, um sie als Deckung für weitere Angriffe zu beseitigen. Jetzt das Texicans-Feld des Feuers ist klar im Südwesten zwischen dem Alamo und dem Fluss. Travis scheint zu versuchen, die Dynamik der Texicans und Tejanos am Haupttor gewann gestern. Die Rede ist unter den mexikanischen Armeesoldaten einer Reiterschlacht an diesem Morgen auf dem Gonzales-Straße zu halten. Beginnen wir in Richtung auf das Alamo jetzt. Wir werden an der Fußgängerbrücke am Ende der Commerce Street zu stoppen auf dem Weg. Seite 52, Foto, die San Antonio River in der Nähe Main Plaza, Seite 53, Karte. Die Fußgängerbrücke Website ist auf dem Riverwalk unter dem Commerce Street Bridge. Seite 54, Foto, oben links. So erreichen Sie die Fußgängerbrücke, gehen weiter östlich bis Villita Street Süd Alamo Street. Foto, oben rechts. Wenn Sie den Gehweg in Süd Alamo Street, biegen Sie links ab und gehen nach Norden. Foto, unten, auf der linken Seite, kurz nach dem ersten Gebäude, werden Sie eine fast dunkle Tor mit Treppen hinunter zum Riverwalk zu sehen. Nehmen Sie die Treppe nach unten. Wenn Sie nicht finden können, oder verwenden Sie diese Treppe, versuchen Sie, die Lobbytreppe oder Aufzug im Hotel nebenan. Seite 55, Foto, oben links. Wenn Sie den Riverwalk erreichen, biegen Sie rechts ab und folgen Sie den Riverwalk im Norden. Foto, oben rechts, Pass eine Fußgängerbrücke auf der linken Seite. Foto, Mitte links, gehen unter Market Street. Foto, Mitte rechts, überqueren eine Fußgängerbrücke über einen Flusskanal, auf der rechten Seite fließt. Foto, unten links, Walk im Rahmen der nächsten Treppe, und gehen weiter zur Commerce Street. Foto, unten rechts, finden Sie einen Sitz unter der Commerce Street Bridge. Seite 56, Canviertel, Belagerung Tag 5, Fußgängerbrücke, Seite 57. Unser Termin heute ist Samstag, 27. Februar 1836. In der Nacht fiel die Temperatur um 39 Grad, und eine starke Nordwind weht noch immer. Hier auf dem schlammigen Ufer des San Antonio River ist die einzige Brücke, die für Meilen existiert. Vor Santa Anna ankamen, wurden viele der Texicans und Tejanos der Generalkurs im Dezember kämpften in Häusern wohnen in Bixar, und sie überquerten diese Fußgängerbrücke häufig zu und von dem Alamo. Bowie, Bonham, Crockett, Travis, ihre Fußstapfen waren alle über diesen Boden, bis vor 5 Tagen, wenn sie es gekreuzt für die letzte Zeit. Travis war das letzte dieser 4 Männer an der Alamo stationiert werden. Er wurde hier persönlich von Republik of Texas Gouverneur Henry Smith geschickt, zusammen mit 25 regulären Armeesoldaten unter der Leitung von Kapitän John Hubbard vor Süd. Travis war ein Mann von hellem Teint und roten Haaren, stand etwa 6 Meter hoch und wiegt 175 Pfund. Ein Rechtsanwalt, geboren und aufgewachsen in Südcarolina, kam Travis, Texas im Jahre 1831 aus Alabama. Er hinterließ eine untreue Frau und einen Sohn, den sie später Travis geliefert in Texas. Auf seinem Weg zum Alamo, links Travis seinen Sohn in die Obhut seines Freundes David Ayers am Washington und de Brazos. Nun der Junge wartet auf seinen Vater, für ihn gekommen,
und sein Vater wartet im Alamo Physik oder Tod für ihn gekommen, weil am Dienstag, an diesem Steg, erfuhr die Texicans und Tejanos es keine anderen Optionen. An diesem Tag Jimbovi geschickt Major Glenn B. Jameson zur Fußgängerbrücke unter einer Fahne der Waffenruhe mit einem Brief an Santa Anna. In dem Brief Bowie meinte Travis hätte voreilig, als er die Kanone abgefeuert in Santa Annas Todflagge. Bowie wollte wissen, ob Santa Anna wollte verhandeln. Nach Jameson Rückkehr aus der Fußgängerbrücke, schickte Travis Albert Martin hier, um mexikanische Armeeoberst Jan Almonte für ein Treffen im Alamo einladen. Santa Anna Antwort auf beiden Emissäre war, dass er nichts von der Texicans und Tejanos außer ihrer bedingungslosen wollte. Seite 58, Angebotsanfrage, oben links. Bis jetzt sind sie noch handeln stur, zählen auf der starken Position, die sie halten, und hoffen auf viel Hilfe von ihren Kolonien und aus den Vereinigten Staaten, aber sie werden bald herausfinden, ihre Fehler. Letterto General de Vincent Felicilla, Antonio López de Santa Anna, Präsident, Republik of Mexico, Samstag, 27. Februar 1836, Illustration, oben rechts, General Santa Anna, ergeben, und er versprach, kein Pardon, was bedeutet, dass kein Verteidiger des Lebens verschont würde. Nun ist die Texicans und Tejanos geben kein Pardon entweder, und die mexikanische Armeesoldaten wagen nicht diese Fußgängerbrücke. Der Hauptteil der Santa Anna Soldaten noch nicht angekommen, aber es kann jederzeit. Für den Moment Santa Anna Belagerung fort. So funktioniert die Belagerungsmentalität von Santa Anna Generäle, denn wir haben gerade von einem Bürger, der zum Flusswasser kam, das Santa Anna Männer haben die Bewässerung graben, der Wasser zu dem Alamo blockiert gelernt. Obwohl ein Mangel an Wasser bald entwickeln kann, erscheint sie gibt es keine Knappheit an Nahrungsmitteln, wie wir zunächst befürchtet. Uns wird gesagt, die Texicans und Tejanos fanden fast 90 Scheffel Korn und in der Nähe 30 Stück wie im Alamo, wenn sie es zog am vergangenen Dienstag. Am selben Tag beschlagnahmten Dr. Amos Pott, der Regimentsarzt, medizinische Versorgung von einigen der Häuser in Bexar. Wir stehen zu 250 Meter von der Alamo jetzt, und wir werden es weitergehen, die Bedingungen für uns selbst sehen. Seite 59, Karte, Ihr Weg zum Alamo wird etwa 3 lange Blöcke decken. Seite 60, Foto, oben links, so erreichen Sie den Alamo weiter nördlich auf der River Valk, wo Sie unter Commerce Strait. Foto, oben rechts, Sie werden zu Fuß einen langen Block von hier bis zum Crockett Street Bridge. Foto, unten, die Crockett Street Bridge nicht ein Zeichen von der Spannweite, aber es sollte leicht zu finden sein. Die Brücke ist aus Stahl gefertigt und die Treppe hinauf auf die Brücke von der River Valk bildet den Buchstaben J. Nehmen Sie die Treppe hinauf, und wenn Sie Crockett Street erreichen, biegen Sie rechts ab und gehen nach Osten. Seite 61, Foto, oben links, gehen Sie nach Osten auf Crockett Street Lozoya Street. Foto, oben rechts, Cross Lozoya Street, biegen Sie links ab und Cross Crockett Street. Foto, unten, Fußrichtung Norden auf Lozoya Straße bis zur Ampel in der Mitte des Blocks, wo Sie einen Gehweg auf der rechten Seite zu sehen. Wie bei den meisten Straßen in der Nähe des Alamo ist Lozoya Straße für einen Alamo-Verteidiger, der in der Schlacht starb. Seite 62, Foto, oben links, diese Verteidiger Toribio Lozoya, ein Schütze in Captain Seguin Firma. Foto, oben rechts, von Lozoya Street nehmen den Gehweg Osten. Foto, unten, wie Sie gehen, sich nach unten und nach rechts. Der Wasserkanal Sie dort sehen, ist eine Neuschöpfung des Acequia oder Bewässerungsgraben, die von einem anderen alten Mühle auf dem Fluss nach Norden lief, und durch das Alamo, und dann zurück in den Fluss nach dem Pfad, den Sie sehen. Seite 63, Foto, oben links, gehen Sie weiter nach Osten zum oberen Ende der Rampe. Foto, oben rechts, Sie werden niedrige Felswände rund um dich zu sehen. Foto, unten, Sie sind jetzt an der Stelle der ursprünglichen südwestlichen Ecke des Alamo. Dies ist, wo die stärkste Kanone in der Schlacht wurde montiert. Nehmen Sie sich ein paar Minuten und schauen in dieser Gegend. Seite 64, gefährliche Wände, Belagerung Tag 6, Südwest Corner, Seite 65. Viele Menschen glauben, dass die Alamo ausschließlich der Kapelle sehen wie in Alamo Plaza bestand. In Wirklichkeit ist das Alamo abgedeckt fast 3 Hektar und hatte einen großen Platz, der von Mauern 6-12 Meter hoch und 2 bis 3 Meter dick umgeben war. Während der Belagerung die Frauen und Kinder blieben in der Kapelle, einige in dem kleinen Raum auf der rechten Seite der vorderen Türen. Das erste Zimmer auf der linken Seite war das Pulvermagazin. Am 5. 1836, Jimbovi, an Tuberkulose litt, wurde von der niedrigen Baracken in der Mitte Platz auf der linken Seite in der Kapelle verlegt. Der letzte Raum auf der linken, der ehemalige Sakristei, ist,
wo Susanna Dickinson, Ehefrau des Kapitäns Almron Dickinson, und andere Frauen und Kinder waren während der Belagerung. Visualisierung der Alamo, wie es am Sonntag, den 28. Februar 1836 war, streckte der Westwand des Alamo Norden durch die Bauten auf unserer linken Seite auf eine Länge von 150 Meter. Die Westwand der Nordwand, die etwa 30 Meter hinter die vorderen Türen des Postamtes sind, nun standverbunden. Die Nordwand lief für 50 Yards und an der Ostwand und der langen Baracken, die eine Erweiterung des langen Baracken waren, heute, gegenüber dem grauen Marmorkenotaph. Die Ostwand und die Kapelle erscheinen etwas wie damals, außer ein Krankenhaus wurde in einer zweiten Geschichte über den Südenende des langen Kaserne. Die Kapelle selbst hatte kein Dach, und im Dezember 1835, Generalkurs hatte eine Rampe und Kanonenplattform am östlichen Ende der wo der Chor einst gebaut. Von der rechten vorderen Ecke der Kapelle hatten die Verteidiger eine Wand aus Ästen und Schmutz als eine Palisade errichtet. Bei einem 45-Grad-Winkel aus dieser Ecke der Kapelle lief die Palisaden zum östlichen Ende der Südwand und der niedrigen Baracken. Die Südwand zurück in der südwestlichen Ecke, wo wir jetzt sind, verbunden. Auf der linken Seite der Kapelle hinter der Ostwand gab es einen Hof, und auf der linken Seite des Hofes ein Wischstift. Der Alamo Giftmuseum nimmt den größten Teil dieser Innenhof-Website, und eine symbolische Wischstift wurde in der Nähe der Stelle, wo es damals gelegen. Zimmer für die Verteidiger wurden entlang jeder Wand mit Ausnahme der Nordwand und am südlichen Ende der Westwand befindet. Seite 66, Illustration, oben links, der Alamo-Kapelle, 1836, Illustration, oben rechts, der Alamo, 1836, Bronzerelief in der Nähe des Haupttor, benannt nach einer spanischen Kavallerieeinheit, Los Hombres del Alamo, die es seit Jahren besetzt. Die Alamo, D.H. Cottonwood nach dem Baum, aufgehört hat, eine Mission im Jahr 1793. Im Jahre 1821 wurde es offiziell von der Armee von Mexiko übernommen. Aber die Wände des Alamo blieben die Wände einer Mission, keine Festung. Sie hatten keine Löcher, genannt Schießschatten, denn die Männer durch Feuer auf. So hatten die Männer auf niedrigen Bahnsteigen, genannt Brüstungen, die unter den wichtigsten Mauern gebaut wurden, stehen. So konnte ein Mann ducken und zielen sein Gewehr über der Oberseite der Hauptwand. Auf diese Weise die Wände geschützt und die Texicans Tejanos, wenn sie an entfernten Zielen wurden, brennen. Aber wenn die Ziele wurden gegen die Wände unter ihnen stand, waren die Verteidiger gezwungen, sich die mexikanische Armee das Feuer aussetzen, wenn sie beugte und feuerte ab. Lassen Sie uns weiterhin die Tour zu Fuß rund um den Perimeter ich gerade beschrieben habe. Seite 67, Foto. Symbolische Scheiterhaufen in der Nähe Crockett Street am Bowie-Straße, Seite 68, Karte. Zunächst werden Sie auf der Website von dem Haupttor gehen. Es liegt direkt gegenüber Alamo Plaza, wo Sie sind, und liegt in der Nähe der Wandplake, sagt sich Alamo Plaza. Seite 69, Foto. Wie Sie in Alamo Street gehen, bemerken, wie die Steine über sie gelegt wurden, zu markieren, wo die Südwand erweitert. Als nächstes suchen Sie die Plakette auf der niedrigen Mauer. Seite 70, Bitten um Hilfe, Belagerung Tag 7, Mein Garte, Seite 71. Stellen wir uns vor, dass wir am Haupttor des Alamo am Montag, 29. Februar 1836 angekommen. Wenn Santa Anna vor 6 Tagen angekommen, schloss der Texicans und Tejanos und verriegelte das Tor gegen einen Massenangriff. Sie erwartet an diesem Tag. Aber keine größeren Angriff der Armee von Mexiko hat noch nicht gekommen. In der Tat scheint es nun, dass die Platzierung seiner Truppen und Artillerie über den Fluss aus dem Alamo war ein Versuch von Santa Anna, um sich vor einem Angriff durch die Texicans und Tejanos schützen. Am vergangenen Donnerstag, als Santa Anna Soldaten ihren kurzen Angriff von La Villita machte, bekam sie so nahe wie dem Gelände der Pavillon hinter uns. Dieser Angriff ist fehlgeschlagen, weil der Käfingenieur, Major Glenn B. Mason, den Bereich vor dem Haupttor mit einem kreisförmigen Wand aus Holz und Schmutz angereichert, genannt Lünette. Die Artilleriekommandeur, Kapitän William McCarry, legte 2 6-Pfunders Motbohrerkanonen in der Lünette und nutzte sie, um den Angriff abzuwehren. Obwohl die Texicans und Tejanos nicht dieses Tor geöffnet haben, um eine Alloffensive zu starten, haben sie öffnete sie oft aus anderen Gründen. Der erste Tag, mit dem blutrote Fahne fliegen noch über dem San Fernando Kathedrale und Santa Anna weigert sich zu verhandeln, eröffnet Bravis das Tor zum Kurieren weit und breit entsenden, um Bitten um Verstärkungen und Munition tragen. Die ersten Fahrer waren Dr. John Sutherland, auf einem unbekannten Mission, und John W. Smith, der einen Brief aus der andere Ponton, Alacalde von Gonzales durchgeführt
Am selben Tag William P. Johnson ritt Süden mit einem Brief für Colonel James van den am Goliath, auf dem San Antonio River 90 Meilen südlich von Bexar. Am nächsten Tag Travis geschickt Albert Martin Ost Gonzales mit einem Brief, der letztlich von Millionen von Menschen gelesen wurde. Es wurde angesprochen to the people of Texas und alle Amerikaner in der Welt. Am Donnerstag, den vor 4 Tagen, wurde das Tor wieder, wenn John W. Bulow durchgeführt, weitere Nachricht an Goliath geöffnet, und Gales Despalerit Gonzales. Robert Brown wurde auch ausgelöst, Donnerstag, aber sein Ziel ist uns unbekannt. Seite 72, Angebotsanfrage, oben links. Ich bin von 1000 oder mehr der Mexikaner unter der Santa Ana belagert. Ich werde nie aufgeben oder sich zurückzuziehen. Dann rufe ich auf euch im Namen der Freiheit, des Patriotismus und jedes Ding liebenden amerikanischen Charakter, uns zu Hilfe zu kommen, mit allen Versand. Letter für die Menschen in Texas und alle Amerikaner in der Welt, William B. Travis, Oberstleutnant, Alamo-Verteidiger, Mittwoch, 24. Februar 1836. Illustration, oben rechts. William Barrett Travis. An diesem Abend Kapitän John Seguin ausgeliehen Jimbo Pferd und ritt mit einem speziellen Brief von Travis General Sam Houston. Am Samstag James Butler Bonham geschickt wurde, um Goliath mit Pfannen um Hilfe bitten, und heute William S. Oury ritt als Kurier an einen unbekannten Ort. Jetzt, nach fast einer Woche, müssen die Männer von Texas sicherlich wissen, dass sie in der Alamo benötigt werden. Also, wo sind sie? Die Bevölkerung von Texicans, die nach Texas aus den USA kam, bei 30.000 geschätzt. Gibt es keine mehr Männer bereit, hierher zu kommen und zu kämpfen? Nun, die Antwort ist, mit Ausnahme der 320 Männer mit Pfannen am Goliath, werden diese Texicans ganz Texas verstreut, und sie sind ohne Einheit, Organisation und Führung. Bis vor etwa 2 Monaten wurden die Texicans und Tejanos in 2 Fraktionen mit entgegengesetzten Meinungen über den Umgang mit der mexikanischen Regierung Tyrannei beschäftigen aufgeteilt. Einige, die Kriegspartei, wollte kämpfen. Andere, die den Friedenpartei, wollte warten. Vor 6 Monaten kehrte Parteimitglied Stephen F. Austin in Texas von einem Mexico City-Gefängnis und berichtete, dass Santa Ana hatte die mexikanische Verfassung von 1824 aufgehoben und angenommen diktatorische Vollmachten. Aus den Drängen wählte der War-Party ein Komitee, um die Bildung einer Regierung zu lenken. Vor 5 Monaten, am 5. Oktober 1835 erklärt, des Ausschusses Krieg Mexiko. Seite 73. Im Gegensatz zu den War-Party-Aktionen, führten vor 4 Monaten die Base-Partei die Bildung einer provisorischen Regierung der mexikanischen Bundesstaat Texas, unabhängig vom Staat Coahuila. Obwohl die provisorische Regierung wurde dann durch den Friedenpartei dominierten, gewannen die War-Party Stärke durch 2 seiner Mitglieder benannt, um wichtige Beiträge. Henry Smith wurde zum Gouverneur und Sam Houston ernannt wurde Oberbefehlshaber der Armee. Leider gab es nur wenige eingezogen, regulären Armeesoldaten, und Houston wurde keine Macht über den zahlreicheren Milizfreiwillige gegeben. Vor 2 Monaten war es die Freiwilligen, wie Bowie und seine Männer, die Generalkurs und die letzte der Armee von Mexiko von Texas fuhr. Dann Glauben, dass der Krieg vorbei war, verließen viele der Freiwilligen Bexar in ihre Heimat zurückzukehren, und alle, aber 104 von den Männern noch in Bexar damals marschierte nach Mexiko als Teil der sogenannten Matamoros-Expedition eindringen. Die provisorische Regierung ernannt Oberst van den die Matamoros-Expedition führen, weil General Sam Houston hatte sich geweigert, dies zu tun. Neben dem Ergreifen die meisten der Männer, nahm diese verdammten Expedition fast alle der Munition, Lebensmitteln, Winterkleidung und medizinische Versorgung, die im Alamo waren. Nun ist die Matamoros-Expedition mit Van den am Goliath installiert für 2 Monate, muss nicht mehr die Republik von Mexiko seine Armee kämpfen zu erobern. 46 Tagen, am 14. Januar 1836, Oberst James C. Nile, damals Kommandeur der Alamo, berichtete, dass er noch mehr Männer verloren, weil sie nicht bezahlt wurden. Dieser verließ ihn, schrieb er, mit nur 75 Männern, die zum Dienst taugten. Alamo-Truppenstärke war am geringsten. Dann 41 Tage vor, schien es, dass die Männer begannen, wieder auf die Alamo, wenn Jimbo kam aus Goliath mit 30 Männern, darunter 26-jähriger James Butler Bonham of Südcarolina. Aber Bowie hatte Befehl von General Houston zu verlassen und Sprengen das Alamo gebracht. Allerdings, etwas Bowie zurückgehalten, denn am 7. Februar schrieb er, Gouverneur Smith sagte, er habe nicht die Absicht, Houstonen, zu folgen. Dann 26 Tage vor wuchs die Alamo-Kraft noch einmal, wenn Travis ritt mit 25 Texas Armee, Seite 74. Illustration, oben links.
Karte mit roten Sternen zeigt den Standort der Texican-Soldaten. 1836. Angebotsanfrage. Oben rechts. Kommen Sie schnell und organisieren unsere Landsleute zum Kampf. Brief an General Sam Houston, James V. Robinson, Gouverneur, Provisorische Regierung von Texas, Freitag, 26. Februar 1836. Stammgäste. 3 Tage später ritt Oberst David Crockett auf Tennessee in von Nacogdoches mit 12 Männern unter dem Kommando von Kapitän William B. Harrison. Diese Männer nennen sich selbst die Tennessee Mounted Volunteers. Crockett Ankunft brachte die Anzahl der Alamo-Verteidiger 156. 19 Tage zuvor, am 11. Februar 1836, ging Oberstleutnant der regulären Armeetruppen im Alamo für junge Travis. Noch am selben Tag, die Freiwilligen gewählt Colonel Jimbo wie ihre Kommandanten, wie es ihr gutes Recht. Jetzt haben keine mehr Männer in den letzten 18 Tagen kommen, doch gibt es neue Hoffnung. Vor ein paar Minuten ein Wachtposten auf der Oberseite des Alamo Capelli sagte, er sah mexikanische Armeetruppen in Richtung Süden. Der Posten sagte, er zählte volles Bataillon der mexikanischen Armeeinfanterie und die meisten von Santa Anna Kavallerie. Überschrift aus La Villita entlang der Goliath. Vielleicht Santa Anna hat gehört, dass Texican-Truppen aus dieser Richtung nähert, und er hat eine Kraft geschickt, um sie abzufangen. Das könnte bedeuten, dass Fannin wird endlich kommen. Auch wenn Texican-Verstärkungen nicht kommen, kann die Gefahr, dass sie zu verzögern Santa Anna angriff, bis seine Soldaten zurück und er ist bei voller Truppenstärke wieder. Seite 75. Truppenstärke im Alamo, der 156 Menschen bleibt das gleiche heute, am 6. Tag der Belagerung, als es auf den ersten Tag. Aber auch mit konstanter Kanonenbombardement für 6 Tage, sogar mit den Kurieren ihr Leben riskieren, reiten durch die mexikanische Armeelinien, trotz der Schlacht am Haupttor, und trotz der Kavallerieeingriff am Gonzales Road, immer noch nicht ein Alamo-Verteidiger getötet worden oder verwundet. Aber es ist ein Mann stirbt im Alamo. Sein Name ist Jimbo V., und wir werden den Ort seines Zimmers nächsten Besuch. Seite 76. Karte, um die Seite von Jimbo V. Zimmer Spaziergang östlich von der Maingate-Plaquet zu erreichen, halten die niedrige Felswand zu ihren Füßen. Seite 77. Foto, Wald neben dem niedrigen Felswand, bis sie in der Nähe eines Metallhandlauf auf der linken Seite endet. Dies ist die Website des Log-Kaserne, wo Jimbo V. schliefen, bis er in die Kapelle verlegt wurde. Seite 78. Hilfe eintrifft. Belagerung Tag 8, Bovis Zimmer, Seite 79. Stell dir vor, heute ist Dienstag, 1. 1836, die den Beginn der 2. Woche der Belagerung markiert. Der Himmel klarte auf letzte Nacht, sodass die Temperatur auf 36 Grad sinken. Das kalte Wetter war besonders hart an Jimbo V., die krank auf einem Feldbett in seinem Zimmer liegt. Die einzige medizinische Mann im Alamo, Dr. Pott, sagt, dass Bowie hat sich von einem jüngsten Fall von Typhus erholt, aber dass er von einem fortgeschrittenen Fall von Tuberkulose sterben. Die Männer sagen, Bowie scheint Delirium viel Zeit. Obwohl er gemeinsam wurde das Kommando über die Alamo mit Travis, hat Bowie seit einiger Zeit krank gewesen. Schließlich gab er am vergangenen Mittwoch, dass er nicht erfüllen konnte seine Aufgaben, und er erzählte seine Männer Travis gehorchen. Seit diesem Tag Colonel Travis hat allein geboten. Travis, Bowie und Crockett, 3 Männer im Alamo, werden als Oberst bezeichnet. Aber nur Travis, ein Oberstleutnant, hat richtiger Anspruch auf diesen Rang in den Augen der provisorischen Regierung von Texas. Doch in den meisten Staaten sind freiwillige Milizen erlaubt, ihre eigenen Offiziere zu wählen. Sowohl Colonel Bowie von Texas und Colonel Crockett auf Tennessee wurden so gewählt. Nebendienst in der Miliz von Tennessee diente 49-jährige Crockett in der Tennessee-Gesetzgeber, nachdem er seinen Ruf als Hinterwäldler und Bärenjäger. In seinem Buch Alamo-Verteidiger Begroneman beschreibt Crockett als ein Mann von durchschnittlicher Größe mit einer soliden Bild, kräftigem Kinn und einer langen, Habicht wie Nase. Nach seinem Dienst in der Tennessee-Gesetzgeber ging Crockett an in den Vereinigten Staaten Repräsentantenhaus dienen, bis er im Gegensatz öffentlich und damit peinlich, Präsident Andrew Jackson, so Präsident Jackson gesponsert, einen Kandidaten Crockett im Herbstwahlen von 1835 besiegt. Dann immer klug mit Worten, sagte Crockett seinen ehemaligen Bestandteile, die, wenn sie nicht wäre, wieder wählen ihn, sie könnten in die Hölle gehen und er würden nach Texas gehen. So hier ist er, auf der Suche nach neuen politischen Möglichkeiten. Vielleicht wegen ihrer ähnlichen Laufzeit und der Tatsache, dass sie die beiden berühmtesten Frontiersmen leben in Amerika, haben Bowie und Crockett gute Freunde geworden, und Crockett scheint ein besonderes Interesse an die Übernahme. Seite 80. Illustration, oben links, David Crockett, Angebotsanfrage, oben rechts, aber all die Freiwilligen,
um eine Abstimmung für ein Mitglied der Konvention lädt oder gestimmt werden, und ich habe wenig Zweifel an seiner Wahl, ein Mitglied eine Verfassung für diese Provinz bilden. Ich freue mich auf mein Schicksal, freute ich lieber in meiner jetzigen Situation zu sein, als auf einen Sitz im Kongress für das Leben. Ich bin in der Hoffnung, ein Vermögen noch für mich und meine Familie schlecht, wie meine Perspektive wurde gewählt. Brief an seinen Sohn und Tochter, David Crockett, Oberst, Alamo-Verteidiger, Samstag, 9. Januar 1836, medizinische Versorgung Bowie, die zitternd auf seinem Feldbett hohes Fieber und niedrigen Temperaturen liegt, gegeben. Die Männer auf der Alamo-Wände zittern, auch. Sie haben keine Kältekleidung, und nur selten können sie verlassen ihre Beiträge für die Wärme eines Feuers auf dem Boden unter ihnen. Aber trotz Bedingungen im Alamo, wird es unter den Männern Freude heute. Rund an diesem Morgen, während Santa Anna Soldaten waren von unten dem Goliath-Rad, ritt eine Partei der 32 Männer in die Alamo aus dem Gonzales-Rad. Verstärkungen haben endlich kommen. Sie werden als Gonzales Ranging Company of Mounted Volunteers. Die kleine Stadt Gonzales hat jetzt 37 Männer in der Alamo, und sie verdienen das höchste Lob. Aber Lob ist das Letzte, was auf den Geist eines der Gonzales-Männer, die in den Fuß geschossen wurde letzte Nacht von einem Mexikan-Wache am Haupttor. In der Dunkelheit hielt die Wache die Gonzales-Gruppe für eine mexikanische Armeepatrouille, und jetzt Travis nicht mehr behaupten kann, die Alamo ist ohne Opfer. Aber John W. Smith, der Kurier, dass Travis Gonzales gesendet wird, Dinge zu sagen, hätte viel schlimmer für sie gewesen, wenn sie einen geheimnisvollen Reiter, der sie auf ihrem Weg zum Haupttor nähert hatte, gefolgt. Seite 81, Foto, die San Antonio River walkt in der Nähe Commerce Street, Seite 82, der geheimnisvolle Reiter ritt aus der Dunkelheit und in perfektem Englisch, bot an, die Gonzales-Gruppe in die Alamo führen. Smith sagt, er spürte, dass etwas nicht ganz richtig über den Mann, wieder in der Dunkelheit, wenn der Reiter ritt, hörte jemanden zu bedrohen, ihn zu erschießen. Ein Alamo-Verteidiger sagt, dass Santa Anna eine Reihe von europäischen Offizieren in seiner Armee hat, von denen viele zu sprechen ohne Akzent Deutsch. In der Tat, Santa Annas zweiter Kommandant, General Vicente Filisola, kommt aus Italien. Der geheimnisvolle Reiter war wohl einer dieser englischsprachigen, mexikanische Offiziere versucht, einen tödlichen Streich zu spielen. Zur Feier der Ankunft der Gonzales-Männer und in Reaktion auf diese mexikanische Armeelist, hat Travis gegeben Kapitän Almron Dickinson eine um 2 12-Pfünder Kanonenkugeln aufwenden. Wie bestellt, die Kanoniere Feuer ein und dann der andere der Kanonenkugeln in Santa Anna Zentrale, die Tory House. Kapitän Dickinson sagt, er denkt, man an den Kanonenkugeln hat das Haus getroffen. Während wir zu hören, wenn der Schuss fand Santa Anna zu Hause, lassen zu Fuß bis zum östlichen Rand des Alamo warten. Auf dem Weg werden wir in der Alamo Gardens stoppen. Seite 83, Karte, um die Alamo Gardens erreichen, in Richtung der Kapelle gehen. Seite 84, Foto, oben links, gehen zwischen den beiden Rasenflächen. Foto, oben rechts, gleich hinter den Rasenflächen, folgen Sie den Bürgersteig auf der rechten Seite. Foto, unten, dann vorbei an den schwarzen Eisentor und unter der spanischen Burgen gehen. Seite 85, Foto, oben links, gerade auf dem Gehsteig weiterhalten die Kapelle auf der linken Seite. Foto, oben rechts, stoppen Sie überall Sie wollen. Foto, unten, im schönen Garten hinter dem Alamo-Kapelle. Seite 86, Republik of Texas erklärt, Belagerung Tag 9, Alamo Gardens. Seite 87, in unserer Geschichte der Alamo, sich vorstellen, dass eine weitere Nacht vergangen, und heute ist Mittwoch, 2. 1836. Das Wetter ist klar und ruhig, mit einer noch niedrigeren Temperatur von 34 Grad am frühen Morgen. Wir haben gelernt, dass eine Kanonenkugel abgefeuert gestern von Kapitän Dickinson hat die Tory House getroffen, aber Santa Anna war nicht in ihm zu der Zeit. Dennoch ist Santa Anna wahrscheinlich verärgert, dass die Alamo-Verteidiger haben ein Loch in seinem Dach setzten mit einem mexikanischen Kanonenkugel, sie von seiner Armee im Dezember stattfand. Er wäre noch genervt, wenn er über eine Gruppe von politischen Rebellen, gab heute bekannt, dass sie offiziell beschlossen, alle von Texas von ihm wegzunehmen wusste. Der Rebellkongress trafen sich heute in Washington und De Brazos und nahm der Erklärung der Unabhängigkeit der Republik Texas. Es scheint, dass der Krieg Partei geworden Mehrheit. Diese Texicans heißt jetzt Texans werden. Offensichtlich diese Texaner nicht teilen Santa Annas Angstblick auf die Welt und seine Drohungen zu schlachten, sie haben nur ihre Entschlossenheit gestellt, um ihn zu kämpfen. Die Männer hier im Alamo fühlen größere Entschlossenheit als auch, nicht wegen einer Änderung ihrer Staatsangehörigkeit, sondern wegen der Ankunft der Männer von Gonzales.
Es gibt neue Hoffnung zwischen all den Männern, dass viele weitere Verteidiger bald im Alamo ankommen. Sie sagen, dass, wenn auch nur Van den jetzt kommen würde mit seinen Männern und Munition, sie könnten die Tabellen auf Santa Anna einschalten, bevor seine Armee erreicht seine volle Stärke. Wir teilen die Hoffnung, wie wir unsere Befragung der äußeren Grenzen der Alamo und weitergehen, das wie Bucht, in der Alamo Nahrungsmittelversorgung gehalten wurde. Seite 88, Foto. Die San Antonio River walkt in der Nähe Dolorosa Straße. Seite 89, Karte. So erreichen Sie das Fischstift, nehmen den Bürgersteig hinter der Kapelle und nach Norden. Seite 90, Foto. Der Gehweg wird Ihnen neben einer konkreten Kanal, der die genaue Lage dieses Teils des Azequia, die hinter dem Alamo im Jahr 1836 lief, markiert führen. Seite 91, Foto. Oben links, weiter nach Norden sehen Sie die Alamo Geschenkmuseum und Sie links abbiegen. Foto. Oben rechts, Sie fahren an der Gabemuseum gehen und dann rechts abbiegen. Foto. Unten, Sie geradeaus weiter, bis Sie einen Innenhof mit Kanonen auf dem Display angeben. Seite 92, Kleine Hoffnung bleibt, Belagerung Tag 10, Cat Le Pen. Seite 93, nach rechts, während mit Blick auf die Außenwand in der Rinderpen steht eine Kanone, trägt eine Plakette. Die Kanone wurde hier in der Schlacht von Alamo verwendet, sagt. Basierend auf den Messungen, ist es wahrscheinlich eine 12-Pfünder Haubitze und konnte die Kanone, die in Santa Anna Zentrale von der Westwand wurde, gefeuert werden. Stell dir vor, wir sind hier am Donnerstag, 3. 1836, und das Wetter ist klar und ruhig mit einer Temperatur von 40 Grad. Die Temperatur steigt, ebenso wie die Geister der Männer und Frauen in der Alamo bis heute. Heute kehrte James Butler Bonham von Goliath Travis, das Van den kommt nicht zu erzählen. Bonham berichtet, dass Van den Travis erste Hilferuf empfangen und innerhalb von 3 Tagen marschierte er von Goliath. Van den brachte 300 Männer, 4 Kanonen und viel Munition. Aber nach einer Reise nur 200 Meter, brach ein Wagen nach unten. Van den Männer verbrachten den Rest des ersten Tages versuchen, die restlichen Wagen und Kanonen über den San Antonio River mit nicht genug Ochsen, um den Job zu tun, zu ziehen. Es war dort, in Sichtweite des Goliath, dass Van den die Kraft für die Nacht lagerten. Am Morgen die wenigen Ochsen sie hatten war weggelaufen, weil niemand die Mühe gemacht hätte sie. An diesem Morgen fanden den Offiziere aufgefordert einen Kriegsrat, und die Entscheidung getroffen wurde, zu bleiben und zu verteidigen Goliath statt marschieren zur Rettung des Alamo. Bonham weiter berichtet, dass Van den hatte danach die Entscheidung zu überdenken und wieder planen Marsch in Bexar. Dann Van den gelernt, dass eine mexikanische Armee unter General Urrea, bei 900 Infanterie und 100 Reitern geschätzt, hatte den Rio Bravo in Matamoros am Mittwoch, 17. Februar durchquert. Urrea-Brigade wurde für San Patricio Überschrift. Von dort Goliath, nur 90 Meilen nordöstlich von San Patricio, wäre nur eine 4-Tage-Marsch für Urrea sein. So Van den entschied sich zu bleiben und warten, Urrea ihn anzugreifen. Nun, wenn Männer auf ihrem Weg zum Alamo von San Felipe oder andere Punkte östlich von Gonzales sind, wird es nur 189 Kämpfer in der Alamo Santa Anna Gesicht, als er zum Angriff entscheidet. Seite 94, Illustration, 12-Pfünder Haubitze, Illustration, Plaqué auf 12-Pfünder Haubitzen. Noch schlimmer zu machen, berichten die Schützen auf den Alamo-Wänden eine neue Linie der mexikanischen Armeetruppen in Military Plaza ausgießen mit mehr Kanonen im Schlepptau. Es ist sicher, dass Travis versucht nun, eine realistische Einschätzung seiner Position zu machen, und wir werden das Gleiche tun, nachdem wir an die Stelle der Nordwand gehen. Die Nordwand stand an einem Ort in der Nähe, wo die Lobby des US Post Office ist jetzt. Seite 95, Foto, die symbolische Azequia zwischen Lozoya Street und Alamo Plaza. Seite 96, Karte, die Post wird über Houston Street, von wo du bist, hier in der Rinderpen entfernt. Seite 97, Foto, oben links, gehen Sie hinter dem Alamo Souvenir Shop auf dem Bürgersteig, die aus dem Alamo. Biegen Sie links ab und gehen aus. Foto, oben rechts, außerhalb der Alamo, biegen Sie links ab und gehen nach Westen in Richtung der Ampel an der Houston Street und der Avenue E. Foto, unten, groß an der Ampel und gehen Sie die Schritte der Post. Es gibt mehrere Orte zu sitzen mit den Schritten sich. Seite 98, der letzte Brief von Travis, Belagerung Tag 11, Nordval, Seite 99, nach dem Tagebuch der mexikanischen Armee Oberst Jan Almonte, am Morgen des Freitag, 4. 1836, ist windig mit einer Temperatur von 42 Grad in Bexar. Wenn wir besucht Washington und de Brazos an diesem Tag, möchten wir erfahren, dass die neue Regierung von Texas endlich vereint alle Texas-Soldaten, Stammgäste und Freiwilligen,
hat unter einem Führer durch die Ernennung von Sam Houston Generalmajor und Oberbefehlshaber der Armee. Houston ist der erfahrenste Offizier in Texas, nachdem unter General Andrew Jackson an der Alabama-Krieg in Januar auf 1813-1814 gekämpft. Ob Houston-Termin wird keine Auswirkungen auf die Situation in der Alamo haben, bleibt abzuwarten. Ebenso, wenn wir in Santa Ana Hauptsitz durften heute würden wir erfahren, dass er rund 2100 mexikanische Armeesoldaten hat in Texas, und er hat seine Generale und Obristen zu einem Kriegsrat genannt. Es gibt mindestens noch 2100 mexikanische Armeesoldaten noch auf dem Camino de la Pita weg nach Texas, so die Bataillonskommandeure und Adjutanten diskutieren das Thema, Angriff jetzt oder warten mehr Männer und Artillerie. Generals Cos und Castrillo, zusammen mit Colonels Orisnila und Romo, wollen für die Ankunft von 2 12-Pfennig-Kanonen warten, damit sie Löcher in den Wänden des Alamo blasen kann und dann das Feuer auf die Männerinnen mit Musketen, Traubenschuss und Kanister erschossen. Dieser Plan würde bedeuten, warten anzugreifen, aber es wäre mexikanischen Leben durch das Werfen Eisen an der Texansstadt Menschen zu retten. Umgekehrt möchten Generals Santa Anna und Ramirez, zusammen mit Colonel Almonte sofort anzugreifen. Die anderen 3 mexikanische Armeeoffiziere anwesend nicht ihre Meinung über die Angelegenheit. Wir sehen den Kriegsrat vertagen, ohne eine Richtlinie von Santa Anna über den Angriff. Keine der Entwicklungen auf Washington und de Brazos oder Santa Anna hat seinen Hauptsitz für jeden in der Alamo bekannt. Was die Alamo-Verteidiger wissen und fühlen sich am besten von einem Brief, das Travis gestern geschickt, seinen Freund Jesse Grimus am Washington und de Brazos summiert. Ich bin immer noch hier, Travis schrieb, in feinen Spirituosen und gut zu tun. Ich habe diesen Ort für 10 Tage statt gegen eine Kraft verschiedentlich von 1500 bis 6000 geschätzt, und so weiter, es zu halten, bis ich die Befreiung von meinem Land zu bekommen oder ich werde in ihrer Klagebeantwortung untergehen. Wir hatten eine Dusche von Bomben und Kanonenkügeln kontinuierlich fallende unter uns die ganze Zeit, aber keiner von uns hat gefallen. Wir wurden auf wundersame Weise konserviert. Sie haben keinen Zweifel, meinen offiziellen Bericht gesehen, Seite 100, die Wirkung der 25. Indem wir schlugen den Feind mit erheblichen, auf der Nacht des 25. machten sie einen weiteren Versuch, uns in der Rückseite des Forts erheben, aber wir bekamen sie galant durch eine Entladung der Traubeschuss und Musketry, und sie nahmen ihre Kratzer sofort. Sie sind jetzt in Verschanzungen auf allen Seiten von uns lagerten. All unsere Kuriere haben, ohne erwischt zu bekommen und ein Unternehmen von 32 Männern aus Gonzales hat in 2 Tagen, und Oberst Bonham bekam heute von Kommenden zwischen dem Pulverhaus und die feindliche oberen Lager. Lassen Sie das Konvention gehen und eine Erklärung der Unabhängigkeit, und Sie werden dann verstehen, und die Welt wird verstehen, was wir kämpfen. Wenn die Unabhängigkeit nicht erklärt wird, werde ich lege meine Arme, und so wird die Männer unter meinem Kommando. Aber unter der Flagge der Unabhängigkeit sind wir bereit, Gefahr unser Leben 100 Mal am Tag, und zu verjagen die Monster. Gegen uns wird unter einem blutroten Fahne, droht alle Gefangenen zu ermorden und zu Texas eine Verschwendung Wüste. Ich muss den Feind auf seinen eigenen Bedingungen zu kämpfen, aber ich bin bereit, es zu tun, und wenn meine Landsleute nicht zu meiner Erleichterung sammeln müssen, bin ich entschlossen, bei der Verteidigung dieser Stelle umkommen, und meine Gebeine sind mein Land vorzuwerfen für ihre Vernachlässigung. Mit 500 Männern werde ich sesmal jenseits des Rio Grande zu fahren, und ich werde Rache an den Feinden von Texas zu besuchen. Meine Hochachtung an alle meine Freunde. Gott segne sie. Es ist Zeit, um mehr zu erfahren über diese Männer im Alamo. Lassen Sie uns zu Fuß auf den grauen Marmorkenotaph und weiterhin die Geschichte. Seite 101, Foto, die San Antonio River Walk in der Nähe Commerce Street. Seite 102, Karte, der Alamo Cenotaph ist direkt über Houston Street von der Post. Seite 103, Foto, oben links, Blick über Houston Street, Foto, oben rechts, das Ehrenmal und das Emilio Morgan Hotel, Foto, unten, das Ehrenmal, Seite 104, eine Linie im Schmutz, Belagerung Tag 12, Cenotaph, Seite 105, wir sind neben dem Alamo Cenotaph, die 1940 als Teil der 100-Jahr-Feier der Unabhängigkeit von Texas im Jahre 1936 geweiht wurde. Ein Ehrenmal ist ein Denkmal für jemanden, der gestorben und begraben anderswo gebaute definiert. Das Ehrenmal befindet sich auf dem Gelände eines der 3 Scheiterhaufen, die die Körper der Alamo-Verteidiger verbraucht. Hergestellt von georgiengrauem Marmor ruht das Ehrenmal auf einer Platte Base auf Texas rosa Granit. Die große Welle steigt 60 Meter von seiner Basis, die 40 Meter lang und 4 Meter breit ist. Der Name des Denkmals ist die Spirit of Sacrifice,
wie von einem herrlichen idealistische Figur steigenden 23 Meter vom langen, abfallenden Schlussstein vertreten. Der Schlussstein symbolisiert ein Grab. Auf der gegenüberliegenden Seite eine weibliche Figur symbolisiert Texas. Die Namen der 180 Alamo-Verteidiger werden in dem Ehrenmal geschnitzt. Seit 1940 Historiker haben mehr gelernt und korrigiert die Liste der Männer, die im Alamo-Stabschlacht entfernen einige der Namen, die auf dem Denkmal sind und das Hinzufügen von ein paar Namen, die es nicht sind. Dieser Prozess geht weiter. Die Vorstellung, eine weitere Nacht vergangen, heute ist Samstag, 5.1836. Der Morgentemperatur war 50 Grad, und jetzt, am Nachmittag, die Luft hat 68 Grad erwärmt. Dies ist einer jener glorreichen Tage, die Leben in Bixar machen, so angenehm, und mit ein paar mehr, wie es wird die Wildblumen blühen. Quenanne schnüren, wüste Ringelblume, rosa Rock, Texas Bluebonnet. Einige dieser Wildblumen wird von jungen Männern für ihre Lieblinge abgeholt werden. Einige werden markieren Gräber. An diesem wunderschönen Tag die Männer im Alamo auf ihren Posten zu bleiben, während die mexikanische Armee Kanonen, viel näher jetzt schlagen die Alamo-Wände um Platz. Jede Nacht mit dem Schutz der Dunkelheit die mexikanische Armee Zapadores Arbeiter bauen Haufen von Schmutz, genannt Brustwehren, näher und näher an die Alamo. Die Brustwehren erlaubt haben Santa Anna, seine Artillerie bewegen sich innerhalb 200 Meter der Alamo-Wänden. Seite 106, Illustration, oben links, Texas Bluebonnet, Starte Flower, Angebotsanfrage, oben rechts, ich gehe aufs Ganze in der Sache Texas. Ich erwarte, Ihnen zu helfen, Gewinnen Ihrer Unabhängigkeit und auch Ihre zivilen Regierung zu bilden, für die es sich lohnt zu riskieren viele Leben für sich. Von dem, was ich gesehen habe und von anderen gelernt, gibt es nicht so schön ein Teil der Erdoberfläche durch die Sonne erwärmt. Brief an seine Frau, Micaiah Autry, Schütze, Alamo-Verteidiger, Mittwoch, 13. Januar 1836. Zunehmend schweren Kanonen aus dem Norden hat eine beträchtliche Lücke in der östlichen Ende der Nordwand eröffnet. Eng in Nähe, Major Glenn B. Jameson und seine Männer können nur diese Lücke mit Holz und Schmutz. Obwohl die Alamo aus dem Seekalkstein es beruht aufgebaut wurde, hat Jameson keine Möglichkeit, den Stein geschnitten oder Mörtel zu machen. Obwohl die schwere mexikanische Armee das Feuer weiter zum 12. Tag, immer noch kein Texaner hat von der mexikanischen Armee Feuer gefallen. Es gibt 189 Verteidiger in der Alamo, und sie sind jetzt von der Armee von Mexiko 13:1 Unterzahl. Keiner der Alamo-Verteidiger bei der militärischen Strategie und Taktik erfahren, aber alle haben eine bemerkenswerte Arbeit der Verteidigung einen Ort, der nicht konzipiert wurde verteidigt werden getan. Es gibt 116 Schützen um 1320 Meter von Wand zu verteidigen. Das gibt jedem Schützen über 11 Meter von Wand zu verteidigen. Wenn die Armee von Mexiko beginnt, besteigen von Leitern und Seilern und kommt vorbei. Die meisten Schützen halten 3 oder 4 Gewehre neben ihnen geladen werden, da selbst die schnellsten Männer 60 Sekunden dauern zu laden. Rahm, Prime, Hahn, Ziel und Feuer ein Steinschlossgewehr. Es gibt 31 Artilleristen bis 18 Kanonen bedienen. Das ist weniger als 2 Männer pro Stück zu laden. Rahm, Seite 107, Prime, Ziel und Feuer die Vorderlade-Artilleriegeschütze, wenn die mexikanische Armee wird auf sie kommen zwischenblasten. Wer sind diese Männer? Woher kommen sie? Warum haben sie kommen und warum bleiben sie? Nun, sie sind Menschen, die ihren Lebensunterhalt verdient haben als Ärzte, Rechtsanwälte, Kaufleute, Bauern, Trapper und viele andere Dinge. Ihr Durchschnittsalter liegt bei 28,5 Jahr. Sie kamen 2 Staaten und 6 anderen Ländern. 100 von ihnen jetzt ihre Heimat in Texas. 85 Männer haben jemanden in der Alamo von der Stadt, wo sie leben, einschließlich der 37 von Gonzales. 87 der Männer kämpften in der ersten Schlacht von Alamo im Dezember letzten Jahres. Die Männer kamen hier aus verschiedenen Gründen. Einige, wie Micaiah Autry, kam Land in Texas zu verdienen. Andere, wie Cleveland Kinloch Simmons, kam für das Abenteuer einer neuen Stelle. Einige, wie die 3 Taylor-Brüder aus Liberty, Texas, kam, weil Freundinnen oder Verwandten kamen. Andere, wie David P. Cummings, kam, um für Texas Freiheit kämpfen. Einige, wie William T. Malone wurden weglaufen von jemandem. Andere wie David Crockett, wurden nach neuen Freunden und politischen Chancen suchen. Einige, wie William Barrett Davis, kam für Ruhm und Reichtum. Andere, wie Jim Bowie, wurden gerade auf der Suche nach einem Ort, um zu sterben. Die Männer kamen aus unterschiedlichen Gründen, aber die meisten waren für ein häufiger Grund. In seinem Buch Artemether Walter Lord stehen wahrscheinlich hat es am besten, durch gemeinsame Gefahr und, schrieb er,
Seite 108. Illustration, oben links, erste Flagge der Republik von Texas, 1836. Angebotsanfrage, oben rechts. Lasst uns alle einmütig erheben unsere Hände zum Himmel und zu schwören, so die Texas-Flagge winken triumphierend, oder wir werden in den Tod schlafen. Letter to Guy Borden, Mosele Ibaka, San Felipe Company, Tuesday, 1. 1836. None gewagt, das erste zu geben in sein, aber ein weiterer Grund lag noch tiefer. Sie konnten einfach nicht abschütteln die Überzeugung, dass hier vor allem war der Ort zu stehen. Früher oder später würde jeder es sehen. Inzwischen müssen sie halten, bis der Rest von Texas aufgewacht. 8 Männer verkörperte die Alamo-Geist durch Verlassen uns dann wieder in der Alamo in voller Kenntnis dessen, was sie auf die Rückkehr. Insbesondere 3 verließ James Butler Bonham, Carles Despalier und Albert Martin, die Alamo als Kuriere, während der Belagerung zurück und blieb für den Kampf. Alle 3 konnten sich mit der Ehre geblieben. Jetzt ist der Rest der Männer werden die gleiche Wahl zu bleiben gegeben. Es ist 5 Uhr am Nachmittag. Die mexikanische Armee Artilleriefeuer aufgehört hat und Travis hat alle Männer als von den Wänden. Er bat sie, auf dem Platz in der Nähe, wo wir sind, zusammenzubauen, und wir hören können, Travis sagen die Männer, dass es wenig Hoffnung auf Verstärkungen kommen oder sich durch die mexikanische Armee linien, auch wenn sie kommen. Er sagt, dass er einen Angriff jederzeit erwartet, und er sagt, die Männer, dass sie jetzt die Wahl zu machen. Sie können aufzugeben, sagt er, oder versuchen zu fliehen oder bleiben in der Alamo und kämpfen mit ihm bis zum Ende. Seite 109. Jetzt zieht er eine Linie in den Schmutz mit seinem Schwert und bittet diejenigen, die bleiben und kämpfen, um über sie zu überqueren. 26-jähriger Artilleriemann Tapley Holland ist der erste Mann auf der Linie, die von Bowie, die durchgeführt wird, dann Crockett, und alle anderen, außer ein folgten. Louis Rose, eine 50-jährige ehemaliger Unteroffizier in der französischen Armee von Napoleon Bonaparte, nicht über die Linie. Er sagt, dass, nach Einbruch der Dunkelheit, wird er gehen über die Mauer und versuchen, durch die mexikanische Armeelinien entkommen. Rose wird die einzige Person nun im Alamo zu entkommen in dieser Nacht sein, und er wird die Quelle des Berichts über Travis' Linie im Schmutz sein. Wie all die anderen auf ihre Posten zurück an den Wänden, beginnt die Kanonen wieder. Bald, so scheint es, die Zeit ist 11:30 Uhr in der Nacht, und es hat keine Kanonen mehr als eine Stunde. Wir sehen die Menschen entspannen in der ruhigen, und es ist Zeit für uns, die Alamo verlassen. Wir werden den Pavillon am südlichen Ende von Alamo Plaza gehen und weiterhin die Geschichte. Seite 110, Karte, um den Pavillon zu erreichen, in Richtung Haupttor gehen. Sie werden die Gazebo am gegenüberliegenden Ende des Alamo Plaza aus dem Alamo Cenotaph sehen. Seite 111, Foto, oben links, Blickfuß nach Süden auf Alamo Plaza, Foto, oben rechts, Blickwalking Süden auf Alamo Plaza, Foto, unten, der Pavillon, Seite 112, der letzte Tag, Gazebo, Seite 113, wenn wir uns vorstellen, es ist Sonntag, 6.1836, dann wird das Ende gekommen ist. Heute Morgen kurz nach 5 Uhr ertönte ein mexikanischer Armeebugler von Povidahuse Hill 1 Meiler im Südosten. In der Dunkelheit 4 mexikanische Armeesäulen griffen die Alamo aus verschiedenen Richtungen. Die mexikanische Armeeartillerie blieb seit 22 Uhr still letzte Nacht, und die meisten der Texaner waren eingeschlafen, als das Horn ertönte. Dann heißt es, die mexikanische Armeeband begann eine maurische Feuer- und Tod nennen bekannt als Spiel Nel de Gulo. Wachgerüttelt aus ihrem Schlaf, hatten die Männer in der Alamo keine Zeit, ihre Köpfe, was geschah, vorzubereiten. Sie fingen an, sich instinktiv zu kämpfen. Mexikanische Armee-Generalkurs, mit Unternehmen der Aldama und San Luis Bataillone griffen die nordwestliche Ecke, während Oberste Key, mit Unternehmen der San Luis und Toluca Bataillone avancierte neben ihnen an der Nordwand. Zusammen ihre Kraft betrug 700 Männer. Colonel Ronier mit 300 Truppen aus dem Yemnitz und Matamoros Bataillone griffen die Ostwand nördlich der Rinderstift und Colonel Morales führte 125 Männer der Yemnitz, Matamoros und San Luis Bataillone gegen den Südwesten. Santa Anna starrt 400 Männer in Reserve am Povidahuse, einschließlich der Grenadiere, Elemente aller Infanteriebataillone, die Zapadores-Bataillons und der Dolores-Kavallerie. Die ersten beiden mexikanischen Armeeladungen wurden durch die Texans zurückgeschlagen, aber ein Drittel Ladung, bei der Verletzung am östlichen Ende der Nordwand konzentriert, durchbrach. Bald wird die mexikanische Armee in den Alamo-Wände, und die Texaner, die noch lebten, fiel zurück auf den langen Baracken und der Kapelle. Mit 6:30 Uhr die Kämpfe aufgehört hatte, und all die Texaner Soldaten entweder in der Schlacht starb,
oder als Santa Annas blutrote Fahne versprochen hatte, wurde getötet, als gefangen. Travis starb an der Nordwand von einer Kugel in den Kopf während der ersten Ladung. Seite 114. Es wird gesagt, dass Crockett Verteidigung der Palisade in der Nähe der vorderen Tür der Kapelle starb, und Bowie starb im Inneren der Kapelle in der Mitte Platz auf der linken Seite. Bonham, Dickinson und Jose Gregorio Esparza starb, wo sie kämpften, auf die Kanone-Plattform am östlichen Ende der Kapelle. Es wird gesagt, dass Robert Evans wenige Zentimeter von explodierenden das Pulvermagazin in der Kapelle kam. Wäre es ihm gelungen, die Explosion würde sicherlich die 9 Frauen und 10 Kinder, die in der Kapelle drängten, getötet haben. Die meisten der anderen Verteidiger auch gestorben, wo sie gekämpft. Dolphin Wardflucht starb an seinem 32. Geburtstag. Seite 115, Foto, der Alamo-Kapelle heute, Seite 116, Epilog, dass dieser Kampf stattgefunden hat oder dass diese Männer, mexikanische oder Texaner, starben auf diese Weise, ist ein Gräuel auf Santa Anna allein verantwortlich gemacht werden. In seinem Buch Der Alamo John Mears nennt Santa Anna ein geschichtlicher komplette Schurken. Seine Behauptung ist wahr, und 41 Tage nach der Alamo-Massaker, das Schicksal schließlich den Rücken kehrte dieser böse Mensch. Am Donnerstag, 21. April 1836, verlor Santa Anna seinen Traum zu halten Texas. In San Jacinto, nahe Houston, Sam Houston und 783 Texans gefangen Santa Anna im Freien mit nur 1150 Männern. Sie schnitten seine Routen der Bewährung und Flucht. Einige der Texaner, die an diesem Tag in San Jacinto gekämpft wurden, von der Schande, die sie für nicht zur Rettung ihrer Brüder im Alamo fühlte, angetrieben. Andere waren sich nicht bewusst, bis es zu spät für sie in der Alamo helfen, aber auch sie fühlte sich schuldig, genau das Gleiche. Alle Männer hatten den Namen des Alamo auf ihren Lippen, als sie zahlen, und in nur 18 Minuten sie sich durch das Besiegen aller Santa Anna-Soldaten erlöst. Santa Anna selbst entkam, wurde aber später von der Texaner als privates und versteckt in den Büschen in der Nähe des Schlachtfeldes gekleidet gefunden. Letztendlich, nachdem er den Vertrag von Velasco unterzeichnet, die Texaner geschickt Santa Anna zurück nach Mexiko in der Niederlage und Schande, und obwohl er zurücknahm Texas wieder und wieder durch die Jahre, die folgten, versuchte er nie gelungen. Dies ist das Ende unserer Geschichte, und es ist Zeit, die Alamo-Kapelle besuchen, jetzt genannt Alamo-Schrein. Wie nähern Sie sich ein paar Meter vor der Schwelle des Heiligtums, schauen hinunter. Sie werden sehen, eine Messingbar, die die Linie, das Travis gesagt wird, in den Schmutz mit seinem Schwert gezogen haben gedenkt. Im Inneren des Heiligtums, sicher sein, die Farmen, die Palastetüren auf dem Display über der Apsis zu sehen. Seite 117, Foto, Flaggen der Vereinigten Staaten von Amerika und der Lone Star State of Texas.